Okay. Sollte laufen. Kurzer Test. Einen Moment. Haltet euch die Ohren zu, es wird laut. Wie mache ich den? Nee, alles in Ordnung. Guck mal da. Okay. So, nicht sollte laufen. Läuft. Das ist schon mal fein. Ich muss ja irgendwie den Anfang da noch ein bisschen besser hinkriegen. So. Kein Ding. So. Ihr Leute. Folgendes. Ihr habt das nicht mitgekriegt, weil ich es früh genug runtergenommen habe. Das Problem war, Capcom. Es lief nicht so, wie ich das wohl wollte. Und hab da noch dran rumgespielt. Und ich habe jetzt aber auch null Bock, den Vorspann sowas nochmal zu machen und tralala. Und deshalb, also müsste ich meinen Speicherstand löschen und habe ich keinen Bock drauf. Deshalb kriegt er von mir mal kurz noch den Prolog gezeigt. Danach kommt man ins verbotene Land und am Ende von dem geht's dann mit dem Zocken weiter. Werdet ihr da schon sehen. Und wenn ihr jetzt denkt, dass ich währenddessen die Klappe halt, dann habt ihr euch aber geschnärrt. Wie der Pfälzer sagen würde. Sorry. So. Wie Sie sehen, sehen Sie nix. Oh, pst. Sie sehen doch etwas. Mich? Ja. Was jetzt? Ja, keine Ahnung. Okay. Das da sind lauter Häschner, die kommen gerade von der Bademanteltour, wie man sieht. Das ist so grob gewesen, die haben alle selbe Bademantel an, da haben die erkannt. Wer keine Ahnung hat, von was ich rede, guckt mal auf Google oder so, Hauenstein Bademanteltour. Gibt es leider nicht mehr, weil es dann irgendwann zu extrem wurde. Was machst du? Aber es ist eine lustige Sache. Bademanteltour, kann ich nur jedem empfehlen. Jetzt denkt, ja, komm, weiter zu Dadurch spielen. kannst du entkommen. Entkommen? Draußen wird man dir helfen. Was ist mit dir? Ja. Los. Was? Weißt du, genauso hat meine Mutter auch immer geguckt, wenn ich was Saudummes gefragt habe. Los! Nee, es ist hier, da. Lass mich nicht allein! Da guck. Ich glaube, also der Vater hätte, oder ich schätze, dass es der Vater ist, hätte da ja wohl locker selbst noch durchgepasst. Ich gehe davon aus, dass er will, dass der Sohn abhaut und er lenkt das Monster ab, sodass das Monster nicht dem Sohn oder dem Kind halt no geht. Taschin ist, glaube ich, der Name von dem Mann und nicht der Name von dem Handschuh. Bin mir aber auch nicht sicher. Das verbotene Land, eine Region, die über 1000 Jahre lang von der Zivilisation abgeschnitten war und seither als verlassen galt. Protokoll der Ost-West-Pufferzone und der Ostlande dahinter. Auch bekannt als das verbotene Land. Himmel, Klar, Wetterlage, stabil. Vorhanden. Sicht. Ich guck falsch ins Fernglas. Trübung durch Staub, aber sowas von. Große Monster, Keine, kleine Monster, keine. Endemiten, Vögel! Aber einheimische Vögel. Alle Werte sind im Rahmen. Ah, das ist doch super. Sonstiges. Sonstiges. Ja, wie Sonstiges. Scheinbar hat sie was Sonstiges, sonst wird sie ja nicht. Was ist da? Da liegt jemand. Da liegt jemand und chillt. der Ich hab Landung Dreck auf dem nahe des Monitor. Ah, nee. Doch? Oh. Ist das ein Kind? Alles in Ordnung? Kannst du mich hören? Küsschen geben. Oder wie ein Märchen, dass er von einer Träne erwacht. Eine Der alte Handschuh ist sein Flache. Vater? Helft ihm. Ja, Ah, ich weiß schon. So doof bin ich dann doch nicht. Den da. Der General da, ne? Den kenne ich doch.
Ist das der Lanzenober-Fuzzi? Weißt du? Es gab ja diese glorreichen 3 oder wie sie hießen. Ich glaube, es waren 4. Da war zum Beispiel Das der... verbotene Land sei unbewohnt. Ach, da rede ich noch nachher drüber. Wir müssen anscheinend genauer nachforschen. Guck mal, Alma hat auch einen Zauberstein. Also ich weiß nicht, ob das ein Zauberstein ist, aber die hat auch so einen Stein anhängen. Nur in Türkis. Also sie hat quasi den Zauberstein von Nadja, sozusagen. So, und jetzt... Ach ja. Genau. Es ist mal wieder Zeit, ein neues Monster Hunter kommt raus. Ach, wie freue ich mich. Ich freue mich immer bei einem neuen Monster Hunter. Ich weiß. Allerdings ist Wilds, jetzt ist gleich das Ding rum, kann ich ein bisschen quatschen. Wilds ist das erste Monster Hunter, wo ich mit ein bisschen Magenschmerzen rangehe. Wegen Performance. Ich habe einfach aufgerüstet und dann trotzdem nicht cool, aber wird noch. Aber weil es sich an World anlehnt. Und World ist von allen Monster Huntern, die ich gespielt habe, also mein erstes war Monster Hunter 3 für die Wii. Worlds ist in meiner Rangliste von liebsten Monster Huntern das, was ich am wenigsten mag. Was nicht bedeutet, dass es schlecht ist. World war ein super Monster Hunter. Iceborne genauso. Super gut. Tralala, alles super. Aber auf einer Vergleichsliste von Monster Huntern ist es das, was mir am wenigsten gefallen hat. Unter anderem, weil ich mag halt die alten Monster Hunter. Sorry, ich muss das Sitzkissen. Ich bin ein alter Mann, ich brauche ein Sitzkissen. Weil es so viele Sachen neu eingeführt hat, was mir nicht gefiel. Ja, okay. Jetzt kommen wir hier gleich ins verbotene Land. Das ist die zweite Cutscene. Da kommen wir gleich durch. Und bevor diese Szene kommt, bin ich, glaube ich, schon im Spiel. Ah, nee, ich glaube, dann hört es auf. Wir machen es einfach mal. So. Ich muss auch ein bisschen auf den Sound achten. Es tut mir leid, dass die Soundabmischung nicht so super ist. Normalerweise verbringe ich viel Zeit vor einem Stream mit Soundabmischung. Ging hier nicht so gut. Weil ich das ja mehr oder weniger live machen will. Also auch das erste Spiel. So, jetzt halte ich die Klappe. Ein bisschen. Hi! Oh, hallo. Hey! Wer ist? Wir sind hier! Los, kommt her! Schöner Übergang. Dein Ruf eilt dir voraus, Jägerin. Du weißt sicher, warum ich dich herbestellt habe. Ja. Das verbotene Land? So ist es. Genauer gesagt geht es um den Jungen, den wir dort auflasen. Das Betreten der Region ist seit 1000 Jahren verboten. Wir dachten, das Land sei unbewohnt. Von seiner uralten Zivilisation gibt es nicht mehr als historische Aufzeichnungen. Umso größer die Überraschung, als wir den Jungen entdeckten. Er sagte, er gehöre einem Stamm an, den Hütern. Sie hätten ein Dorf in einem Land, das wir stets für unbewohnt hielten. Einige Jahre sind vergangen, doch die Akademie ist natürlich nach wie vor skeptisch. Dieses Dorf. Gibt es dafür Beweise? Nichts Eindeutiges. Naja, der Junge halt. Aber Der wird jetzt nicht aus der Luft geboren sein oder so. des Anhängers des Jungen bestärkt seine Aussage. Und auch was die Rettung des Jungen angeht. Ja? Wie es scheint, musste er vor einem Monster fliehen. Es griff sein Dorf an. Und nur er entkam. Unglücklicherweise ist der Tunnel, den er zur Flucht nutzte, eingestürzt. Wir fanden ihn, nahmen ihn auf. Wir haben einen Tunnel Da aufgenommen? sind wir nun. Ja, ich weiß, ich Haben wir bin Dummschwaller. Informationen über das Dorf? Keine. Und das Monster? Keine. Jedoch vermuten die Gelehrten, dass es sich um ein Monster handelt, von dem wir dachten, es sei ausgestorben. Eine ausgestorbene Spezies? Sie nennen es den Weißen Geist. Die Gilde hat die Rettung der Hüter und eine Untersuchung des Monsters autorisiert.
Ich möchte, dass du eine Einheit bei dieser Expedition anführst. Jawohl! Vielen Dank. Ah, fast. Vielen Dank. Das Dorf zu finden wird nicht Aber die leicht. Untertitel sind ein bisschen... Jemand wird dich Die sind nicht unterstützen. synchron. Da fällt mir ein, ich habe eine Extraaufgabe für dich. Was gibt's? Du hast ein verflotte Tempelfleischer, Hatzmädchen. Die Alma. Hallo, ich bin Alma. Na komm. Und wer kommt danach? Der Alma nach? Nicht? Okay. Wortspiele waren nie besser. Super, und dir? So war das. Sobald wir ein gutes Plätzchen finden, bauen wir auf und bereiten alles vor. Und dann geht es los. Und ob. Und ob. Ich hoffe, wir finden sie bald. Jetzt pass auf, Natta. Der alte Junge mit den Luchsaugen erspäht natürlich was. Quasi zeitgleich mit dem Späher, der dafür bezahlt wird. Viele sind da. Ja. Viele. Und jetzt muss ich mal kurz nach rechts gucken. Auf den Sound. Aha. Sie sind extrem aufgebracht. Ob Sie hinter was her sind? Es gefällt mir nicht, dass der so laut ist. Ich muss da noch ein bisschen dran rumschrauben, aber das mache ich nicht jetzt. Da ist jemand. Oh weh. Da ist ein Mädel mit dicken Backen. Wir nennen es Mumsmädel. Nee, ist schon in Ordnung. Die darf dicke Backen haben. Die hat noch ein bisschen Babyspeck, ist gut. Weiß, dass sie gesund ist. Ja, aber wie nur? Moment, was ist das? Unsere Chance. Aber sowas von. Oder wann? Werd's versuchen. So. Näher ran. Und jetzt pass auf, beim Springen kommt die Zeitlupe. Quasi sie unten, das ist der Schalter für die Zeitlupe. Wenn sie sich da jetzt mit den Füßen abstößt, zack, jetzt hat sie ihn aktiviert. Woher wusste ich das wohl? Weil ich den Benchmark-Test durchgespielt habe, ihr Leute. Ich glaube, ich habe mehr Stunden im Benchmark-Test verbracht als im eigentlichen Spiel. So, ihr Leute, gewöhnt euch nicht daran, denn jetzt ist vorbei. Das war die Quest und genau hier werden wir gleich weitermachen. Nachdem ich mal geguckt habe, ob ich V-Sync eingeschaltet habe. Ganz kurz, kann nicht lange dauern. Könnt ja ein bisschen mit mir... V-Sync ist aktiviert. Scheiße, da habe ich wieder irgendwas im Treiber rumgestellt, das nicht gut ist. Dann tun wir es mal deaktivieren, hä? So. Und dann aktivieren wir es gerade nochmal. Okay. Wir werden jetzt das Spiel starten und gut ist. Wir müssten höchstwahrscheinlich... Guck, 15 Minuten gespielt. Ist nicht viel. Schönes Bild übrigens. Gefällt mir. Man ja nur. So, dann machen wir hier eine Live-Überprüfung. Und gucken mal, was wir davon haben. Also wie gesagt, ich müsste jetzt eigentlich... Los geht's! Los geht's! Ach, jetzt muss ich die ganze Zwischensequenz, die überspringen wir. Das überspringen wir auch. Und jetzt komme ich ans Rennen. Guck. So, wir sind mittendrin. Also, was muss ich eigentlich machen? Hauptmission Kapitel 1, der Wüstenwanderer. Ich muss da vorne hin. Bewegen und Kamera steuern. Funktioniert. Folge dem Mädchen. Ich merke gerade, ich habe da ein Riesenproblem. Ich kann nämlich oben rechts nicht die Angaben... Geht doch mal weg, ihr Viechers. Wo ist denn das Mädel hin? Ernsthaft? Geh doch weg! Geh doch weg! Jetzt bleibt da stehen! Was soll denn das? Ja, okay. Er scheint zu wissen, wo es lang geht. Ja, das hoffe ich zumindest. Ach, da unten ist sie. So. Geh doch runter. Okay, ich kann nicht runtergehen. So, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt ein bisschen fliegen. Aber fliegen... Guck mal, mein Vögelein hat lustige Gamaschen an. So, gibt's auch irgendwie ein Turbo?
Scheinbar nicht. Okay, ziele auf den Flugdrachen. Welchen Flugdrachen? Ich sehe keinen Flugdrachen. Ah. A drücken. Ach, A! Na komm her. Hab ich dich, du Echofeder. Ja. Ach so, ich habe eine Schreikapsel gekriegt. Alles klar. Komm her. Rechter Trigger. Ach, Trigger. Ah. So, jetzt hat. Hau ab, du, und komm her, Mädel. So. Ich dachte, ich nehme die jetzt als Huckepack. Also das Monster auch noch. Das ist doch schon total fertig, das arme Vieh. Egal. Kriegen wir hin, kriegen wir alles hin. Nichts wie weg hier. Aber sowas von nichts wie weg hier. Mit der Schleuder zielen. Ach so, schießen. Ja, wegbleiben. Ich muss die Viecher da irgendwie abhalten. Dass die mir nicht so nahe kommen. Ich bin ein bisschen spät, oder? Ja, ich brauche noch ein paar mehr Schreihälse. Ich tue einfach mal provisorisch reinballern. Bringt nicht viel. Ich glaube, ich muss halt wirklich warten, bis die draußen sind. Ich bräuchte noch so ein Vogelvieh. Ja. Vielleicht kann ich den Fels zum Einsturz bringen. Ja, vielleicht. So irgendwie. Ah ja. Kabunski. Hat doch gut funktioniert. Wohin? Ach so, da ist das Boot. So, Gesellschaft schon wieder. Kann ich irgendwie... Ich habe noch 2 Schreikapseln oder so. Mit der Schleuder zielen. Ja. Oh! Nein, doch kein Großschwert. Ja, okay, zur Not nehme ich auch ein Großschwert. Besser als ein Langschwert. Langschwert ist, das würde ich nicht mal anfassen, würde ich das nicht. Hey. Das gibt Kaffee. So. Alles klar, Mädel. Komm. Alles wieder gut. Alles wieder gut. So Mult. Was? So läuft's? Wie läuft's? So läuft gut, oder? Ja, wie? Was ist mit den 100 anderen Viechern? Die kommen jetzt da nicht hin, oder was? Keine Angst. Yo! So viel zum Thema unbewohnte Region. Ja, Muss eine Art flugunfähiger Vogel. Isai. Jemand muss ihm helfen. oh, sie spricht unsere Sprache. Wer ist Isai? Wir waren beim Saikri-Training. Und dann kam Die hat ganz rot verweinte Augen. und mein Bruder, er... Was kam? Eins der Viecher, die euch vorhin gejagt haben? Schon okay. Dein Bruder, wo ist er? Platzt. Rennt seinen Fetzen nach. Jetzt weinst du. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass er weint. Klingt mächtig nach Ärger. Aber sowas von. Und es kommt wahrscheinlich noch härter. Ihn finden. Der Saikri. Er kennt Isais Geruch. Okay. Ich suche ihn. Ich komme mit. Der Rest sucht derweil einen Lagerplatz. Ist gut. Meldet euch, falls ihr Hilfe braucht. Wir lassen euch Vorräte da. Ich kümmere mich um die beiden. Auf geht's. Komme. Bring diese Leute schnell zu Isai. Ajo. Wir zählen auf dich. Na komm, gehen wir. Keine Angst, wir sind bald zurück. Okay. So. Also gehe ich recht in der Annahme, dass die mit den langen blonden Zopfhaaren da, also gab es ja Gerüchte und bestätigte Gerüchte wohl, das ist schon das kleine Schmiedemädchen aus Teil 4, die im Zwergendorf Schmiedin gelernt hat. War sie die Adoptivtochter vom Häuptling, war sie, glaube ich. So, kann ich mich jetzt bewegen? Oh mein Gott, ich kann mich bewegen. Ist das nicht schön? Waffe bereit machen. Ich sag dir... Warte.
Alma? Ach ja, hast du dir schon eine Waffe ausgesucht? Ja, jein, ich habe eine aufgedrängt gekriegt. Aha. Es gibt 14 Waffentypen, die Jäger für die Jagd nutzen können und die alle ihre eigenen Angriffe und Besonderheiten haben. Machtsachen. Mit dem Großschwert können langsame, schwere Angriffe ausgeführt werden, doch jeder Schlag hat es in sich, definitiv. Probiere verschiedene Waffen aus, um die richtige für deinen Spielstil zu finden. Sollen wir mal gucken, was er empfiehlt? Komm, wir gucken mal, was er empfiehlt. Beantworte ein paar Fragen. Dann kann ich deine Vorlieben und Prioritäten einschätzen und die perfekte Waffe für dich aussuchen. Okay. Okay, Wie okay. würdest du deinen Kampfstil beschreiben? Mein Kampfstil besteht aus Bewegung, Meditation und Angriff. Das ist das war nicht die Verbeugung des Tigers, das ist, glaube ich, die Sao Tome Geheimtechnik oder sowas. Also wegrennen, Plan überlegen, angreifen. So, Junge. Nichts geht über ein schlagkräftiges Schwergewicht. Schnell bewegen und Gegner auf Trab halten, hört sich gut an. Der beste Angriff ist eine gute Verteidigung. Bam. Und was ist dir bei einer Waffe wichtig? Bei einer Waffe ist mir wichtig, dass es eine Lanze ist. Gute Verteidigung, sie soll auch reinhauen. Nö, es Wenn dir muss. Verteidigung am wichtigsten ist, dann könnte diese Waffe Jetzt bin ich gut zu dir gespannt. passen. Schwert und Schild. Lanze. Oh, das klingt richtig gut. Erstklassige Verteidigung, geringe Beweglichkeit, Quatsch. Aber schnelle und sichere Stoßangriffe sowie zahlreiche Defensivoptionen und Konter. Blocken, yep. Ich finde das immer noch... Einen Moment. Moment. Ich hab's gleich. Sorry, ich habe da eine Kiste mit Automaterial unter meinen Füßen. Unter meinen Füßen stehen. Die müsst da weg. So, ich finde das immer noch faszinierend, dass hier... ja, die Lanze, die ist so langsam. Nein, Gewehrlanze ist langsam. Lanze ist schnell. Also, wenn man es kann. Wenn man halt dauernd nur mit gezückter Lanze rumrennt, das Schild hochhält und dann so die Trippelschritte macht, das ist natürlich Quatsch. Wenn du weißt, du musst 10 Meter laufen, dann mach die Lanze weg. Ist ja auch egal. So, klingt gut. So, schön. So mag ich meinen Jäger Sobald du oder ein Jägerin. Gefühl für die Waffe hast, ziehen wir los. Ja, dann lass mal kurz gucken. Ich habe die allererste Beta habe ich gespielt für, keine Ahnung, lass es mal, ja, 10 Stunden gewesen sein. Und ich habe die Lanze voll blöd gefunden. Also wirklich, also das war gar nichts. Und die zweite Beta und die dritte Beta, die rauskam, die habe ich dann gar nicht mehr gespielt, weil sie ja gesagt haben, ja, nö, die Änderungen, die sie an Lanze vorgenommen haben, sind noch nicht drin. Ich gucke jetzt einfach mal. Okay, das ist neu. Was ist hier los? Ah, guck mal hier, Counterschlag. Sehr schön, der ist wieder drin. Was mir noch nicht passt, ich muss mal kurz ins Menüchen gehen. Tastaturkonfiguration. Ja, ich habe hier gerade ein Problem. Und mein Problem ist folgendes. Ich würde gerne meine Controller-Tasten ändern. Ich kann aber nicht. Oder ist das in anderen Optionen? Es gibt normalerweise meistens das Ding, dass du L1 und R1 und R2 einfach wechseln kannst. Und das habe ich immer. Aus dem ganz einfachen Grund, ein Schild habe ich in der Hand und die Füße sind unter mir. Und deshalb renne ich gerne mit R2 und das Schild halte ich gerne hoch mit R1. Und das klappt irgendwie nicht so. Aber ich kann zumindest hier einen Counter machen. Sehr schön. Das ist doch schon mal gut. Daneben das ganze Geraffel da oben, mittlerer Stoß und sowas, das mache ich dann irgendwann weg. Moment, das konnte ich vorher noch nicht wegmachen. Ich werde mal ganz schnell reingehen. Ist ja noch keiner da? Sieht keiner? Ah, da ist es. So. Rechter Band und rechter Trigger vertauschen. Ja, bitte. So. Yes, ne. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Optionsmenüs liebe? Also wirklich, ich liebe Optionsmenüs. Auch wenn sie noch so... Ja, die Bestätigungstaste ist bei mir übrigens A. Und ihr dürft euch nicht ablenken lassen von dem Zeugs, was da steht. Ich habe... ich kann es ja mal kurz zeigen. Guck mal, meine Buchstaben sind nicht spiegelverkehrt. Das daneben ist die A-Taste, das ist die B-Taste. Das da oben ist X, das da, upsala, ist Y.
So wie es sein soll. Das ist die Nintendo-Tastenbelegung. So wie es sein soll. Sprintsteuerung. Linker Stick brauche ich nicht unbedingt. Mir reicht der rechte Trigger. Tastenkonfiguration. Ja, ist mir egal. Haltet aber zum Bestätigen. Auto wegstecken, aktivieren am Hintern. Sorry. Ab jetzt. Ihr könnt jetzt mal 10 Minuten wegschalten. Ab jetzt, ich muss das Spiel spielbar machen. Auto wegstecken ist die größte Pest, die es gibt. Du stehst da, guckst, keine Ahnung, einem Monster zu oder sowas, wartest drauf, dass es irgendwas macht. Und dann steckt dein Männlein einfach so die Waffe weg. Und dann kommt das Monster und beißt dich oder so. Nee, das ist schlecht. Richtungssteuerung, keine Ahnung. Objektleiste... kann ich noch nicht viel zu sagen, werde ich mich irgendwann mal mit Standardbewegungsgeschwindigkeit... Moment, ich muss hier mal kurz was ändern. So, jetzt sehe ich auch was. Ja, sorry, ich habe oben rechts noch so ein Overlay drüber, wo ich meine CPU und GPU Last anzeigen kann und sowas und die nervt ein bisschen. Also, ja, keine Ahnung. Objektleiste, Schleuder, Autoladen mag ich nicht. Ja, das muss weg. Steuerung der Objektnutzung, rechter Stick loslassen. Ja, das ist in Ordnung. Ich weiß, das mögen viele nicht. Ich mag das. Steuerung, wenn Ding gehalten wird. Das Halten, öffnet das Chatprotokoll. Finde ich eigentlich gut. Oder das Kommunikationsfenster. Also wenn ich es halte, öffnet sich das Chatprotokoll. Wenn ich es nicht gedrückt halte, irgendwas anderes. Aber widerspricht sich das nicht mit dem? Gedrückt halten, um wichtige Chatmitteilungen, keine Ahnung. Das lasse ich mal noch. Zoom der Karte, Spielmenü Auswahl merken, ist in Ordnung. Steuerung bei offenem Menü. Ich habe keine Ahnung, was der will. Ich tue mit Steuerkreuz machen. Aha, da ist doch schon mal besser. Halten oder drücken. Ich kriege gesagt, dass linker Trigger einmal drücken und man ist im Fokusmodus deutlich besser wie. Aber ich lasse es mal, wie es ist. So, Sakri rufen. Pass auf. Oben oder unten oder einem eigenen Kurzbefehl, ja. Ja, da lasse ich mal. Was ist eine Autobewegung? Ganz wichtig. Ihr wollt keine Autobewegung mit eurem Reittier. Dann rennt das von alleine irgendwo hin, aber nicht da, wo ihr wollt. Hoppala, ich bin noch nicht fertig. So. So, guck mal hier. Mit rechter Trigger beschleunigt man und mit Button macht man langsam. Das ist doch Quatsch. Hier, guck da. Lenkt nach vorne, lenkt nach hinten, lenkt nach links, lenkt nach rechts. Alles ist gut. Bam. Dann exklusive Routen. Was ist denn das? Passt die Steuerung für das Verlassen von Routen an, die nur von auf deinem Dingsbums zur Verfügung stehen. Okay, hört sich gut an. So. Das ist schon wieder zu weit rausgegangen. Oh, ich mag dieses Menü von Capcom nicht. Weißt du, wenn ich doch hier drauf bin, dann will ich doch das da gleich ändern können. Aber nö, ist ja auch egal. Weiter geht's. Tastaturlayout, Kurzbefehl, Anzeige, Maussteuerung, Mausrad, linke, rechte Maustaste will ich nicht. Beenden, erzwingen mit Alt F4. Alter, natürlich will ich das haben. Funktion der Windows-Taste soll aktiviert sein. Controller-Typ habe ich auf Nintendo gestellt. So, was haben wir denn noch? Kamerageschwindigkeit muss ich testen. Sehen wir dann. Kamerageschwindigkeit, Waffe gezogen. Auch hier werde ich noch sehr viel einstellen, aber das mache ich dann irgendwann off-Gedönse. Irgendwann will ich ja auch mal, nicht, dass wirklich noch einer reinkommt und denkt, was spielt der da? Optionen, das Spiel oder was? Flugbahn, ich habe keine Ahnung. Wo ist denn dieses Kamerainvertierung? Nicht invertiert, Flugbahn, erweiterte Kameraeinstellung. Was ist denn da erweitert? Kameraentfernung. Oh, ja, yeah, das muss ganz raus. Wichtig. Halt. Schwenk ist mir egal, Fokus, das war so klar.
Fokuskamera ist die Pest. Hat nichts mit dem neuen Fokus-Modus zu tun. Fokuskamera haben sie drin seit Monster Hunter 4? 4 oder Generations, weiß nicht mehr genau. Ist einfach, die Kamera zentriert sich aufs Monster. Die ist dauerhaft aufs Monster gelockt. Du kannst dich nicht mehr gescheit umgucken mit dem rechten Stick. Das willst du nicht. Das willst du einfach nicht. Du willst dich umgucken. Du willst wissen, ob ein Monster hinter dir ist, neben dir oder was weiß ich was. Deshalb, ich habe keine Ahnung, warum Capcom das immer automatisch aktiviert. Das ist total Quatsch. Was haben wir denn hier sonst noch? Autozentrieren, das lassen wir erstmal. Kamera zurücksetzen, Fadenkreuz, Ausrichtung, bla bla. Da werde ich eventuell später nochmal reingehen, wenn ihr nicht dabei seid. Zielkamera werde ich glaube, die Zielkamera war es, die ich gerne invertiert habe, aber normalerweise mache ich Kamera nicht. So, Verknüpfung, Monster, Ziel. Beim Anvisieren verknüpfen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das lassen wir erstmal. Monstersichtung. Ah, ist das der Neckbreaker? Ja, komm, den lassen wir mal drin. Es sieht gut aus beim ersten Mal, aber es haben sie in World reingemacht, wenn ein neues Monster ist und dann geht die Kamera automatisch zu dem Monster hin. Das Problem ist, wenn das Monster hinter dir auftaucht und also gefühlt ist es, wie wenn du hier den Nacken brichst. Also lassen wir. Bewegungssteuerung der Kamera, das lassen wir aus. Ich weiß, dass es cool sein kann, bin ich aber zu dumm dafür. So, und jetzt gucken wir mal. Jawohl, ich kann rennen, ich kann dingsen. So, sehr schön. Jetzt pass auf, eine Sache muss ich noch machen. Tut mir leid. Optionen, da war ich schon. Wo ist denn das? Ah ja, das sieht doch gut aus. Ganze Zahlen ist in Ordnung. Das hat. Genau. So, jetzt kommt erstmal, wir müssen erstmal ein bisschen ausräumen. Gesundheitsbalken, Ausdauerbalken brauchen wir, Waffenschärfebalken brauchen wir, Waffeninformation. Ja, ich habe eine Lanze. Brauche ich eigentlich nicht, lasse ich mal drin. Gruppeninfo, wichtig. Späkhelfer-Mitteilungen. Lassen wir mal drin. Minikarte, klar. Umgebungsuhr. Jo. Zielmonster-Symbol. Das tun wir zumindest mal klein. Kann man es nicht auch ausschalten? Doch, kann man. Nicht anzeigen. Das lassen wir erstmal weg. So, ich würde gerne rausgehen. Tastenbelegung. Die Tastenbelegung. Weg damit. Weißt du kriegst ein Viertel vom Bildschirm mit einer Tastenbelegung. Ja, am Anfang für Neulinge macht das gerne rein. Aber wer schon mal Monster Hunter gespielt hat, der will keine Tastenbelegung dauerhaft angezeigt kriegen. So. Ziele. Lassen wir erstmal drin, wird als nächstes rausfliegen. Chatmitteilungen brauche ich. Schleuderanzeige ist da unten. Machen wir aber klein, oder? So. Objektleiste. Objektleiste ist ja wohl wichtig. Aber kann man die einstellen? Ne, die wird ja dann hoffentlich, egal. Munition, Beschichtungsanzeige ist oben drüber. Angepasstes TOT-Menü. Oha, das gibt noch was Längeres. Da lasse ich jetzt erstmal die Finger ein bisschen weg. Standard. Achso. Nee, das ist in Ordnung. So. Ich dachte, wir sind schon soweit. Nee, okay, jetzt pass mal auf. Mir ist gerade was aufgefallen. Die Waffeninformation, die hätte ich gerne klein. Finde ich jetzt nicht so wichtig. So, Minikarte ist auch in Ordnung. Mal gucken, was gibt es noch auf Seite 2. Namen, Charakter und Palico. Interagierbares. Ja, wir lassen das mal, oder? So, was ist denn das hier? Minikarte beim Zielen im Fokusmodus. Ich hätte gerne... Gibt es zufällig noch... Da, Rotation. Die will ich natürlich festhaben. Ich bin ein Mann. Ich kann durchaus was mit Karten anfangen, wo ich nach unten gehen muss auf der Karte. Ich muss da nicht die Karte drehen. So, ich habe
zumindest mal gehört, dass das bei Frauen eher problematisch ist, wegen dem dreidimensionalen Vorstellungsgedönse, irgendwie sowas, keine Ahnung. Was haben wir denn noch Feines hier? Detailkarte, Rotation, Gesundheitsbalken, dynamisch. Ja, das ist in Ordnung. Ausdauer, Schärfe, Gesundheit. Menü, Textgröße, Untertitelgröße. Ja. Ach, guck mal hier. Treffereffekte, Verbündete. Man kann nur anzeigen und nicht anzeigen. Ich hätte gerne, dass sie zumindest weniger sind, aber dann lassen wir sie erstmal. Das war ja in Rise so schlimm, dass das so geblitzt und geblinkt hat. Du hast irgendwann das Monster nicht mehr gesehen vor lauter Disco. Und dann habe ich es ganz ausgeschaltet. Die Waffe des Charakters wird immer angezeigt. Kopfschutz, Sichtbarkeit. Jo, natürlich. Sichtbarkeit von Verdepptem. Ja, ich will einen gelben Umriss. Ich bin großer Fan von gelben Untertiteln, weil man die sehr gut lesen kann. Wie man hier sieht. Andere Saikri verbergen. Auto erkunden Saikri. Ja, wichtig. Aus. Natürlich aus. Mein Saikri geht nicht in den Auto-Erkunden-Modus über, wenn kein Wegpunkt gesetzt wurde. Der soll das machen, was ich sage und nicht, was er will. Ganz wichtig, ganz wichtig. So, Hilfsjäger sind, glaube ich, die CPU-Jäger, die mit, ich glaube, Rise Sunbreak dazu kamen. Anzeige der Waffenangriffskraft. Ohne Multiplikator, bitte. Danke. Schön, dass man das jetzt einstellen kann. Früher war das so, dass das von Spiel zu Spiel, einmal war es mit, einmal war es ohne Multiplikator. Was das ist relativ einfach. Wenn du eine Lanze spielst und einen Schaden von 5 machst und dann machst du einen Schaden von 5. Wenn du mit dem Großschwert spielst und einen Schaden von 5 machst, dann wirst du da irgendwie 500 angezeigt kriegen oder sowas. Also quasi, ja. So. Es wird nur die Grundangriffswaffe der Waffen angezeigt, was das Vergleichen der Angriffswaffe verschiedener Waffentypen erleichtert. Das ist der Witz dabei. Mit Jagdhorn, ich will es immer mal wieder probieren. Das lassen wir erstmal, wie es ist. Chatfenster geöffnet lassen. Ja, natürlich wird das geschlossen, Mann. Tutorial-Menge, das lassen wir alles. Synchronisierte Foto. Oh, das ist schlecht, dass es da nur synchronisieren und Fotos werden nur in den Speicherdaten synchronisiert. Ich hatte mal ein Problem, dass ich Fotos gelöscht habe in Rise. Ich habe Fotos gelöscht und also vom PC gelöscht, Fotos, die ich geschossen habe. Und aber nicht hier gelöscht. Und dann hat mir irgendwie das Ding ein Problem gemacht. Egal. Ansonsten, ja, das ist schön für dich. Gut. Ihr Leute, wir haben es geschafft. Was war denn das gerade? Also, ich bin im Trainingsmenü. Da darf man natürlich, sag ich mal kurz her. Okay, ich kann noch mit A und X durch das Ding scrollen. Hier wähle ich den Dingens aus. Ist auch interessant. Zeig ich mal kurz her. Wetzstein ist oben. Notleuchtzeichen. Wer macht denn sowas? Optimale Statuserholung. Was gibt's denn hier? Wurfmesser, Angelrute. Hier. Junge, was ist denn das für ein total dummes Menü? Wieso sind da keine Tränke und nichts drin? Werde ich alles noch einstellen. Aber nicht jetzt. Komm, wir machen mal ein bisschen Dreifach-Kombo. Ey, ich merke da gerade was. Moment. Bin ich jetzt halt blöd oder was? Ja, komm. So, ich werde jetzt erstmal die Lanze spielen, wie ich sie immer gespielt habe und gut ist. Was gibt's denn hier Feines? Ein Bitterkäfer. Her mit. Gleich mal Sachen gefunden. Kann ich hier angeln? Ja, komm, ihr Leute, ist gut. Wir machen ja schon weiter. Keine Angst. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mit der Story weitermachen. Auf den Saikri aufsteigen. Hättest du gerne. So. Mit oben steigst du auf den Saikri und bewegst dich automatisch auf das Ziel zu. Nee, machst du eben nicht, weil ich nämlich nicht mit oben aufgestiegen bin, sondern mit der Taste unten. Und
Ja. Wenn er das Steuerkreuz nach oben, also wenn er die Einstellungen so macht wie ich mit dem Saikri, dass er kein Auto erkunden hat, sowas. Wenn er nach oben drückt, um aufzusteigen, dann macht er Auto erkunden, beziehungsweise geht halt zum nächsten Ziel hin oder was weiß ich, wie er das nennt. Wenn er mit unten, das Steuerkreuz unten, auf den Vogel aufsteigt, dann macht er manuell. So, wie ich das gern hab. Benutze linker Stick während der Autobewegung, um deinen Saikri manuell zu steuern. Mach Sachen. Machst du längere Zeit keine Eingabe oder drückst oben, kehrst du zur Autobewegung zurück. Lassen wir uns auf die Fährte führen. So. Schön stehen bleiben. Der war ja wirklich gerade. Guck mal hier, ich kann stehen bleiben. Siehst du das? Mit Autobewegung könnte er das nicht, aber egal. Wow. So. Saikri müssen unglaublich intelligent sein. Sie folgen einer Witterung ganz von selbst. Ja, ich weiß nicht, ob das... Jetzt mal ganz im Ernst. Ich weiß nicht, ob das intelligent ist. Wenn meine Freundin einen Furz lässt, die ist im Bad und lässt einen Furz, dann gehe ich in die andere Richtung. Die folgen der Witterung ganz von alleine. Das heißt also, jemand lässt einen Furz und ich laufe dem hinterher. Das ist doch dumm. Das ist doch nicht intelligent. Ein Jahr nur. So. Was gibt's denn hier? Der mit. Oha. Was war das? Da schreit irgendwer. Lass mal gucken. Ja. Was gibt's? Da unten. Was ist da unten? Ein Saikri, okay. Oh, dem geht's nicht gut. Oha, da ist einer. Dem müssen wir helfen. Wie? Angeleckt. Angeleckt und ausgecheckt. Keine Ahnung, was dieser rein soll. Chatacabra. Leider kein Tetsukabra. Tetsukabra ist mein Lieblingsmonster. Neben Lagi. Lagiakrus. So. Ja, kümmert sich noch um Santi. Guck mal, dem Santi hat keine Gamaschen an. Das hat Zeit. Nicht gut. So, jetzt aber runter. Hallöchen, Popöchen. Darf ich den jetzt platt machen? So ganz alleine so? Ich lass ihn nicht zurück. Dann nimm ihn mit. Komm, schnell. Guck nicht so blöde. Mach, was sie sagt. Die hat schon recht. Das ist eine gute. Auf geht's. Ich will gegen dich kämpfen. Komm her, Monsterchen. Das ist ein Charakter. Ja, sagst du. Achso, der wollte doch gar nicht. Sofort zu neutralisieren. Hast du gedacht? Das war nix, ne? Ich spiele sehr seltsam gerade, nicht wundern. Es greift an. Weil ich mich einfach noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen muss. Ich kann es nicht anders sagen. So. Benutze linker Trigger, um den Fokus-Modus zu gehen. Ach so, ja, stimmt. Habe ich gar nicht gemacht. Ja, ist super. Man merkt, ich spiele, wie ich, keine Ahnung, Monster Hunter, wie ich immer Lanze spiele. Fokus-Modus gibt's bei mir nicht. Egal. Dann werde ich das wohl tun. Ich verstehe noch nicht ganz den Sinn dahinter, aber egal. Hat der denn schon irgendwas? Also der Fokusmodus ist doch scheiße. Wer macht denn sowas? Hakenkreuz bewegen, XA angreifen, mach Sachen. Hör auf mit deiner Scheiße hier. Naja. Daneben. Ach komm, hopp, Nee, was ist denn das da? Wieso macht der da noch einen vierten Schlag oder so? Das bin ich gar nicht gewohnt. Ja, hast du gedacht, hä? So, jetzt muss ich mal gucken. Der hat doch irgendwo... Ah ja, jetzt habe ich eine Wunde gemacht. So, da hinten hat er eine Wunde. Waffe Ne? muss geschärft werden. Waffe muss geschärft werden, das ist natürlich schlecht. Dann schärfen wir einfach mal direkt nicht da. Lass mich mal in Ruhe schärfen. Guck mal, er schärft sich auch gerade.
Wunde So. anvisieren. Ja. Nerv mich nicht. Greifst du denselben Körperteil eines Monsters mehrmals an, verursachst du eine Wunde. Mach Sachen. Angriffe auf Wunden richten mehr Schaden an, also nutze den Fokusmodus, um sie zu deinem Ziel zu machen. Das Problem... Oh, der hat jetzt eine Wunde. Achso, ich habe dem gerade, glaube ich, die Zunge getroffen. Halte linker Trigger und drifte rechter... Komm her. Komm her, Wunde. Zack. So. Noch einmal. Junge, jetzt geht's dir aber an den Kragen hier. Da kann man Wunden nur mit im Fokusmodus machen. Also das ist ja doof. Geht er hin? Der haut ab. Blocke im Einklang mit einem Monsterangriff, um ein perfektes Blocken auszuführen. Drücke mit X und A, also zusammen, entfesselst du nach dem perfekten Blocken einen mächtigen Vergeltungsstoß. Das ist ja Wahnsinn. Jede Waffe bietet zahlreiche Angriffs- und Aktionsmöglichkeiten. Lass dich von der vorherigen Seite inspirieren und probiere so viel wie möglich aus. Bin ich dabei. Probier es so viel wie möglich aus. Wann immer du bereit bist. Quest beginnt! Junge, ich hab ihn schon platt gemacht. Ein Knallstein. Kann ich nicht einen Knallstein schießen? Aua, der hat mich geknallsteint. Verursachen mehr Schaden? Ja, das wollte ich gerade machen. Achso, ich muss, glaube ich, A drücken? Nee. Sag mal, ich dachte... Achso, Moment! Da, jetzt hab ich's. Geh mal her. Komm mal her, Junge. So, Knallstein. Ich habe ihn zurückgestoßen. Komm mal her, du hast da was an der Schulter, habe ich gesehen, ja? Maul, ey. Gib dir gleich hier rum zu brüllen. Ich glaube, der ist schon fertig, oder? So. Mit einem Leuchtzeichen um Hilfe rufen. Als ob ich mit dem Leuchtzeichen um Hilfe rufen will. Nach Beginn einer Quest kannst du Notleuchtzeichen senden, um andere Spieler um Hilfe zu bitten. Jagdgruppen bestehen aus 4 Mitgliedern, also können bis zu 3 andere beitreten. Treten nach dem Abfeuern eines Notleuchtzeichens keine Spieler bei, eilen nach einer Weile Hilfsjäger an deine Seite. Das sind die CPUs. Hilfsjäger und Jäger aus anderen Einheiten des Expeditionsteams. Sie helfen dir bei den Jagden, bis andere Spieler die Plätze in deiner Gruppe auffüllen können. Ich muss langsam mal lesen. Die Priorität bei Notleuchtzeichen liegt auf Spielern. Sobald Spieler der Quest beitreten, werden die Hilfsjäger durch die Spieler ersetzt. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich das jetzt ewig angezeigt kriege. Ja, schön für dich. Lass mal gut sein. So. Erstmal ein bisschen Zeug sammeln. Ey, Mann, das Wichtigste an Monster Hunter ist immer Zeug sammeln. Sag mal, ich habe doch das Auto auswählen ausgeschaltet. Achso, ja, das stimmt. Das ist der Witz dabei. Ich darf einfach nur nichts aufheben. Was ist das? Klebriger Schleim. So. Wo ist er denn eigentlich hin? Da hinten. So. Ganz andere Richtung. Ja, komm, hopp. Komm mal her, Vogel. Oh, warte mal. Förderplatz. Oh, Mann. Sammeln ist wichtig. Wo ist mein Vogel? Mein Vogel. Ach so, der wird gerade benutzt. Guck mal da. Ja, ich hab keine Arachnophobie, also Angst vor Spinnen. Aber die sehen so putzig aus. Guck dir das doch mal an. Das sind spinnenartige Wesen, eigentlich Käfer. Aber die sind so witzig. Guck doch mal. Die haben so kleine Nüdel da vorne. Ich mag die sehr. Ja, und deshalb habe ich das eingeschaltet. Was ist das hier? Donnerkäfer. So, komm halt her. Darfst du auch mal was machen. So, das sind noch viel mehr. Guck mal. Daneben. Sorry, nicht gut gezielt. Ich will mal gucken.
Daneben. Okay, ich merke schon. Das Ding da ist sau wichtig. Ich hab ihm den Arsch zerrissen. Schön. Da kommen die Käferli rein. Boah, also mit dem neuen Mega-Ding muss ich mal noch ein bisschen... Habt ihr Käferlein, haut ab. Ich kann euch gerade nicht gebrauchen, weißt du? Was ist denn? Du hast doch eben doch noch Wunde gehabt, oder? Eine wunderbare Wunde. So, fall mal hin. Ja, aber sag mal, da wird man ja mit Teilen wird man da ja zugespammt quasi. Moment. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. So, sorry. Ich hatte gerade Besuch von meiner Katze, die wieder dachte, sie muss über die Tastatur laufen. Hier, guck, diese da. Ja. So, kein Problem. Läuft alles noch. Habe ich nur nicht erwartet, dass mein kleines Kamilein mir beim Spielen wieder zugucken will. So. Komm mal her, du. Was bist denn du? Wo finde ich denn das Netz? Habe ich noch keins? Was ist denn das da? Nein! Geh weg da! Hör auf, Notleuchtzeichen abzufeuern. Ich will kein Online-Spiel. Kann man irgendwann später machen, aber nicht jetzt oder so. Am Anfang will ich erstmal alleine spielen, wie sich das gehört. Guck mal, da ist schon Auto-Dingens drin. Was ist das da? Salbenkapsel. Ist klebriger Schleim besser? Keine Ahnung. Wo ist er denn? Ah, da. Haben wir Bomben dabei? Wir haben! Oh, hopp. Oh, hopp. Haben wir auch eine kleine Fassbombe zufällig dabei? Nee. Ja, dann hilft wohl nur eins. Lass den Lanzer ran. Bom. Haben wir gut gemacht. Klasse, ich bin unschlagbar. Waffe wegstecken, Kadaver zerlegen. Ach, mach Sachen. Im Fachjargon auch Karpfen genannt. So, Materialien werden zum Schmieden und Verbessern von Ausrüstung verwendet. Als Zerlege nach der Jagd. Ja klar, das ist doch der Witz dabei. Guck mal, sehr lustige Hand hat. Siehst du das? Kann ich noch mehr zerlegen oder warum verschwindet das Ding ins Netz? Okay. Quest sofort beenden. Soweit kommt's noch. Ich werde noch ein paar Sachen sammeln. Guck mal, da hinten zum Beispiel. Was ist das? Erz. Ordentlich aberzen. Hier, ganz wichtig. Mann, das ist das, was ich an der Demo, an Demos immer nicht mag. Wenn du in eine Demo geschmissen wirst und dann halt so, du hast jetzt 20 Minuten Zeit. Hier, mach schnell, da ist ein Monster. Mach. Das will ich aber nicht. Ich will Sachen sammeln. Ich will erstmal ein paar Pilzquests haben. Ach Gott, nein, die alten Monster Hunter. Mann, mit den Pilzquests, die Eierquests. Oh, wie vermisse ich sie nicht? Aber doch irgendwie schon. Ich habe ein Chatakabra-Zertifikat. Gilt ein Zertifikat für das Erjagen eines Chatakabra zur Ausrüstungsherstellung. Ich muss langsam mal lesen. Ja, wenn was Neues, lese ich es vor. Weil manchmal sind da lustige Beschreibungen dabei. Wirklich lustige. Ich erinnere nur an... wie hieß dieser aus dem 4. Teil, dieser Affe da, mit dem Gesichtsklappe da. Der hatte, glaube ich, einen, also der Schweif, der war dann irgendwie, der Schwanz fühlt sich lustig an, wenn man dran greift oder so irgendwie. Naja, die gezackte Schuppe eines Chatakabras, sehr robust und gut für Rüstungen geeignet. Da hätten wir noch einen Kiefer. Feste, aber biegsames Leder ist mit harten Fortsätzen übersät. Dicke Haut eines Chatakabra, elastisch und gut formbar, da dieses Monster extrem viel frisst. Das hatten wir alles schon. Was haben wir denn hier Feines? Erdkristall. Kristallisierte Mikroben von Förderplätzen. Ein beliebtes Schleifmittel zum Polieren von Ausrüstung. Und dann hätten wir hier Kraut, noch mehr Erdkristalle und ein geheimnisvoller Knochen. Verwitterter Knochen aus einem Knochenhaufen. Nicht hart genug zum Verarbeiten. Ja, das ist aber schade. Nehmen wir alles. So. Ach, wie schön. Palico ist schon Stufe 2. Finde ich ein bisschen seltsam. Okay, die sind... Komm mal her. Vogelein, kommen Sie mal her. So, genau. Hier hoch bitte.
Wie, die sind da? Ach, da! Haben sie sich versteckelt. Es ist sicher. Es ist sicher. Oh, das ist eine schöne Höhle. Die will ich ordentlich abärzen. Sorry, meine zweite Katze ist auch gerade wach geworden. Die läuft mir aber nicht über die Tastatur. Oder, Mädel? Machst du nicht? Nee, macht sie nicht. Die will raus. Jetzt geht sie raus. Oh, sie ist ja gleich verliebt. Guck. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Wir... Stopp. Warte. Was los? War das wirklich ihr? Das hättet ihr niemals schaffen sollen. Nee, der ist vor Langweil tot umgefallen. Natürlich waren wir das. Weil ich gut bin. Weil ich ein Lanzennutzer bin. Lanzennutzer machen alles platt. Schwester hat uns gesagt, dass du Hilfe brauchst. Nona! Nona? Ist sie? Na, Nuna, Nona, na du. Wir bringen dich zu ihr, okay? Okay. So, da sind wir. Und jetzt gucken wir mal, wie meine Framerate runtergeht. Ich hoffe nicht zu sehr. Faszinierende Kreatur. Doch schon, ne? Ihr habt uns gefunden. War nicht schwer, dank eures Signals. Ei. Gucke, ein Basislager. Schön mit geparktem Schiff und allem. Du musst die Sai sein. Ah, ja, stimmt. Die Schwester hat ja den Namen gesagt. Hier lang. Okay. Okay. Zurück? Hey, Jägerin. Zuerst. Schon zurück? Gute Arbeit. Danke. Hey, deine Schwester ist gleich dort. Oh, wer bist denn du? Das ist mal eine hübsche Hündin. Geh. Guck mal, das sind Geschwister, glaube ich. Dieser Ort ist ziemlich gut geschützt. Nicht schlecht für ein provisorisches Lager. Ja. Hier lang. Ein fliegendes Monster könnte trotzdem von oben rein, weißt du? Ich sag dir doch, was sie braucht, ist Ruhe. Ihr geht's gut. Was ist mit der Nachsorge? Glaub mir, das kriegen wir gebacken. Nona! Nona! Isai! Nona! Isai, Nona! So, ich bin schon voll der Sprache der Einheimischen. Oh, was ist denn das da für ein Schlappi? Ein Schlappohr. Ist das ein Gemüse? Das ist ein Gemüseell, das da. Guck mal, guck mal. Alles weitere später. Was jetzt? Was hat sie denn für ein Problem? Ich habe mich noch gar nicht bedankt. Alles ging einfach so schnell. Ich war sprachlos. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Aber ist das nicht das Zeichen für Danke? Ich muss doch bitte sagen. Es geht wahrscheinlich so. Wir beide sind aus einem nahegelegenen Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Ich heiße Nona. Hallo. Freut mich, ich bin Alma. Meine Freunde und ich sind auf der Suche nach etwas von weit aus dem Westen hergereist. Okay. So. Einen Moment. Ich werde eine Tastatur anschließen. Ach komm, lassen wir das. Lassen wir das einfach. Was ist eigentlich passiert? Wo ist euer Dorf? Erzähl uns mehr über die Saikri. Erzähl mal mehr über Danke, die dass wir Viechers. ausleihen durften. Sie waren eine große Hilfe. Bin ich schon wieder eine stumme Jägerin? Ich dachte, ich kann jetzt reden. Bildet ihr sie in eurem Ah. Dorf aus? Ja. Wir ziehen sie von klein auf groß und trainieren sie. Sie sind wertvolle Gefährten. Sie sind so schlau. Sie haben uns vorhin echt aus der Patsche geholfen. Ja, oder? Sie können Ärger spüren und ihm aus dem Weg gehen. Und sie erinnern sich an Gerüche. Aber der Umgang mit ihnen ist gar nicht so leicht. Nicht jeder kann sie reiten. Dieses Kerlchen ist das beste Beispiel. Er lässt nicht jeden auf seinen Rücken. Er ist ein kleiner Dickkopf. Als er dich so einfach hat aufsteigen lassen, war ich richtig beeindruckt. Du musst eine Gabe haben. Ja, eine Gabel habe ich. Habe ich gepiekt und dann hat er gemacht, was ich will. Nee, was ist das eigentlich für seltsames Gesprächgedönse? Also dieses, weißt du, früher hast du einfach so die Leute gesehen, die haben miteinander geredet und so und jetzt tut das immer so, hier siehst du die zwei Leute, da siehst du die anderen zwei Leute. Weiß ich nicht.
ist ein bisschen wie, keine Ahnung, Elder Scrolls oder sowas oder Skyrim oder was weiß ich, keine Ahnung, habe ich nicht wirklich gespielt. Aber, weiß nicht, ob ich das gut finde. Mal gucken. Wo ist So. dieses Dorf, aus dem ihr stammt? Mit einem Saikri ist es nicht weit. Nona und ich leben dort mit unserer Großmutter. Hast du schon mal etwas von den Hütern gehört? Hütern? Ich habe was von dem Hut gehört. Hütern? Nein, tut mir leid. Verstehe. Na gut. Wir suchen nämlich die Heimat unseres Freundes. Sein Stamm. Sie nennen sich die Hüter. Die Hüter. Nein, kann mich nicht erinnern, den Namen je gehört zu haben. Aber unsere Älteste, sie könnte etwas wissen. So, was ist denn eigentlich Wie seid passiert, ihr ne? eigentlich an den Chatakabra geraten? Oh, das war allein meine Schuld. Ich war unvorsichtig. Er hat sich angeschlichen, als wir beim Reittraining waren. Ich sagte Nona, dass ich ihn ablenke und sie weglaufen soll. Aber dann ist mein Saikri ausgerutscht und wir fielen in die Höhle. Leider. Also, wer genau seid ihr eigentlich? Stimmt ja. Die haben dich vorhin wohl ziemlich erschreckt. Also er hat schon ein bisschen doof geguckt, ja. Ich verstehe, benutzt ihr diese Werkzeuge? Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Was, Waffen? Spezialisten benutzen sie da, wo wir herkommen, um andere vor großen Kreaturen zu schützen. Achso, man wirklich Waffen. Natürlich würden sie niemals gegen andere Menschen. Nein. Das würde die Gilde nicht gern sehen. Braucht man eine besondere Erlaubnis. Werkzeuge, Spezialisten, Erlaubnis. Alles neu für mich. Aber ich bin froh, dass ihr da wart. So, Gespräch beenden. Kümmern wir uns jetzt erstmal um eure Wunden. Ja. So. Mission abgeschlossen. Jawohl, ja. Gucke. Alles klar. Lass mal ein bisschen rumlaufen. Gildenpunkte 10, Auszeichnung Land der Winde, Namensplakette, Harlequin-Muster blau, einen neuen Chat-Hintergrund. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Sprich mit Gildenkollegen. Wer bist denn du? Sieh an, die Jack. Arbeitseinheit. Hallo, Die Jack. Vorräte? Tja, hier seid ihr richtig. Aber Lass mich wir sind noch mit raten. den Vorbereitungen Ich soll dir beschäftigt. welche beschaffen. Das Logistikteam verspätet sich. Ich habe noch nichts anzubieten. Tut mir leid. Ja. Na, ist nicht weiter So schlimm. langsam sollten sie echt hier sein. Ich werde es in der Versammlung nachher ansprechen. Ach mal, guck mal, was das Vieh ein schönes Jäckchen anhat. Das da. Wo war denn Gemma? Da. Geh mal mal aus dem Weg. Sah's gut aus da draußen? Ja. Danke, dass du dich um Nata und Nona gekümmert hast. Ach, und guter Wurf. Tja, Was für ein was Wurf? soll ich sagen? Ich bin ganz nützlich. Scheinbar kannst du gut werfen. Das war ja ein holpriger Laut Start sagen, hier. Du bist vom Schiff auf einen Saikri gesprungen? Absolut irre. Und Ich bin halt ein richtiger Draufgänger. Okay, ich geb's zu, der war grottig. Also, was ja. ich sagen will, dich vom Schiff springen zu sehen, hat Erinnerungen geweckt. An? Gute Erinnerung, hoffe ich. Ja, ich war früher mit jemandem auf Reisen, der genau war wie Das du. ist wirklich das kleine Schmiedenmädel. Wasser, an Land Ja, und genau. alles unsicher gemacht. Darum stehe ich heute so auf Abenteuer. So, sehr schön. Monster Hunter 4, die Story. Man hat da ein Schiff gebaut, das war quasi alles. Das war Wasserschiff, das war Landschiff, das war Luftschiff, das war alles Schiff. Und es sah aus wie ein großer Wal. Eigentlich voll cool. Und damit ist man in verschiedene Gebiete gereist. Also auch Städte und sowas. Und da gab es unter anderem eine Untertage, wo quasi so die Zwerge oder sowas waren. Und der Chef der Zwerge, der Zwergenchef, der hatte eine Adoptivtochter. Die war Schmiedin, so ein kleines blondes Mädel, die war ihre knuffig. Und ich glaube, das ist sie. Ich bin mir da sehr, sehr sicher.
Weil, ja, die haben wir dann mitgenommen auf unser Schiff, damit sie hilft beim Schmieden. Ist So irgendwie. alles aufgebaut und einsatzbereit. Wie gefällt's dir? Ja, gut, denke ich. Bei der Schmiede kannst du durch die Jagd verdiente Zähne und Materialien verwenden, um Waffen und Rüstungen für dich und deinen Palico zu schmieden oder zu verbessern. Ist nicht perfekt, aber ich komme klar. Zumal wir vielleicht eh bald weiterreisen. Ja, sag doch sowas. Aber keine Sorge. Ich kann dir alles zaubern, was du da draußen brauchst. Okay. Das ist gut Wenn zu du wissen. Materialien hast, leg ich gleich los. Ansonsten habe ich hier auch noch welche. Cool. Gleich mal ein paar Materialien. Ja, komm, habe ich selbst, aber danke. So, zeig mal her. Die Rüstung eines Jägers besteht aus 5 Teilen. Im Menü Rüstung schmieden, verbessern kannst du mächtige Ausrüstung herstellen, indem du Materialien verwendest und Zenny ausgibst, nach Sachen. Jedes Rüstungsteil hat 2 Versionen mit gleichen Werten. Wähl die Version, die am besten zu deinem Jäger passt. Das ist schön. Die ist, glaube ich, jetzt halt neu. Das links ist eigentlich die Version, die Männerversion und das rechts die für Frauen. Und jetzt ist es quasi, ja, macht keinen Unterschied mehr. Finde ich gut. Registriere Ausrüstung, die du später in der Schmiede herstellen möchtest, in der Wunschliste, auf die du mit X oder über das Untermenü zugreifen kannst. Sobald du die Materialien hast, wirst du benachrichtigt. Rüstung aus Chotacabra-Teilen verfügt über bessere Verteidigung als reguläre Rüstung. Stelle welche her, um sich auf die nächste Jagd vorzubereiten. Das ist gar nicht mal so dumm, die Idee. Junge, wie viel Dinger kann ich denn schon machen? Was ist denn das da? Keine Ahnung, habe ich ja noch gar nichts. Chotacabra-Set, da fehlen noch Teile. So. Lass mal her. Ah. Okay. Knochenset. Oh, Knochenset. Ist das wieder... ich verstehe noch nicht ganz, wie das... Mal her. Wie das da funktioniert. Also das Rot heißt, dass es weg ist. Das Grün, dass man es wohl dazu kriegt. Und das Gelbe halt, dass es bleibt. Hier sehr schön zu sehen, oder das nicht-farbige so. Ich weiß, dass es jetzt irgendwie anders ist mit den Skills, mit den Fähigkeiten, aber so ganz sehr hintergestiegen bin ich noch nicht. Oh cool, das ist in der Kiste ein Kettenset. Ja, zeig mal her, was kann denn das? Kann ich irgendwie... gucken... Ja, ich will eigentlich alles ausrüsten. Also, so. Ja, soweit so hässlich, ne? Aber was hat das denn für Skills? Das will ich wissen. Geologe. Fähigkeit. Betäubungswiderstand. Ich habe gerade Betäubungstrinker gelesen. Nee, ich will wissen, wie die Fähigkeit von diesem Set sind, Junge. Fähigkeiten Info? Da war ich doch gerade. Ich will da rüber. Ah, so, jetzt das hier. Extra Objekt beim Sammeln an Förderplätzen. Also Stufe 1 bei Knochenhaufen, Stufe 2 besondere Objekte und Stufe 3 zusätzlich noch, jeweils dann zusätzlich beim Sammeln an Förderplätzen. Sehr gut für den Anfang, sag ich mal. Erholungstempo, ich würde sagen, die lassen wir erstmal an. Aber wie sieht denn die da aus? Deutlich besser. Die lassen wir erstmal an. Dankeschön. Was haben wir hier noch? Botaniker und Hungerwiderstand. So, lass mal hier gucken. Fähigkeiten, Info. Da, Botaniker. Botaniker sammelt halt mehr Kräuter und sowas. Und Hungerwiderstand ist auch weniger. Ich hätte gerne eine Mischung aus beidem. Also da brauche ich hier 4. Ja, das wird nichts funktionieren. Erstmal alles abmarken hier. So. Abmarken. Also, das Kettenset fand ich eigentlich gut. Wegen Geologe. Weil es meist so ist, dass man die Erze und sowas fürs Schmieden braucht. Und das Kräutergedönse für Tränke. Und deshalb ist es mir jetzt erstmal wichtig.
Ja. So. Ich habe sie übrigens nicht angezogen, sondern nur angeguckt. Auch nicht schlecht. Einen besonderen Wunsch? Ja. Hab ich die noch nicht angeguckt? Was sind... Genau, das ist eigentlich eine gute Idee, ne? Also die habe ich an. Wie sieht denn die aus? Ah, nicht gut. Lass noch mal gucken. Fähigkeiten, Info. Göttlicher Segen bedeutet... Also fürs Kämpfen ist die halt besser. Aber wer will denn schon kämpfen? Ich würde auch sagen, ich lasse das jetzt hier einfach erstmal so, wie es ist. Aber ja, wie auch für den Jäger kann gegen Zenni und Materialien Ausrüstung für den Palico hergestellt werden. Palico-Ausrüstung besteht aus einer Waffe, einem Kopfschutz und einem Körperschutz. Also, zuallererst mal muss diese blöde Pumperhose da weg. Was soll denn das? Guck mal hier. Ah, ja. Knochenzeugs ist immer gut. Was hier? So, was haben wir denn hier? Verteidigung, die ist dann schon deutlich besser. Kann ich alles nicht herstellen? Das hier könnte ich herstellen. Zeig mal her. Das sieht schon irgendwie trollig aus. Wie sieht das Knochenset aus? Das Knochenset ist halt genial wie immer. Ich liebe ja das Knochenset. Komm, das bauen wir dem. Bauen wir ein schönes Knochenset. Haben wir da genug? Kosten 50 Zenni und ein geheimnisvoller Knochen. Ja, ich habe nur einen. Das könnte ich ihm bauen. Ja, komm dann. Na, nix. Ich muss erst einen geheimnisvollen Knochen finden. Insektenverwaltung brauche ich nicht. Waffe schmieden und verbessern. Ja, also, hier sind wir richtig. Dann gucken wir erstmal, was es denn so gibt. Okay, der Baum sieht ähnlich wie ein Rice aus. Vor allen Dingen, okay, auf jeden Fall zuallererst mal muss hochgewertet werden. Mit 2 Eisenerz. Tja. Und ich sag euch noch, Erz sammeln ist wichtig. Gut, Natürlich so. ist das wichtig. Alles klar. Alles klar, dann mach mal, Mädel. Perfekt. Danke! So, und jetzt gucken wir mal, wie wir weitermachen. Also, gar nicht, weil mir jetzt noch Sachen fehlen. Ich weiß noch nicht mal, was fehlt, weil ich das Monster alles noch nicht kenne. Aber ich habe zumindest schon mal einmal aufgepowert, das ist schon mal gut. Jetzt habe ich ein silbernes Teil an der Lanze. Erstklassige Verteidigung, geringe Beweglichkeit, das hatten wir schon. Guck mal her. Passt soweit, ne? So, Gespräch aber beenden. genug geplaudert. Wir sehen uns bei der Versammlung, ja? Ja, bestimmt. Dann gucken wir mal weiter. Ich will natürlich mit allen erstmal labern. Kann ich mit dir labern? Nee, du hast aber schöne Haare. Da, mit der Oberchefin da, oder wie die heißt. Ich will noch ein bisschen mich umgucken. Hallo? Musst du üben? Okay. Alles klar. Ja, freut mich auch. Also mit so NPCs kann man nicht so wirklich... Ja, komm, wir machen mal hier das mal ein bisschen weiter. Na, Ich will wen ja haben wir kämpfen. denn da? Du hast ja einen ziemlichen Auftritt hingelegt. Danke, Lutscher. Mir wurde gesagt, dass du gut bist. Dass du verrückt bist, fand wohl niemand erwähnenswert. Bin ich verrückt? Ich bin Olivia. Wir werden viel miteinander zu tun haben. Okay. Freut mich, Olivia. Ja, aber wir waren doch auf demselben Boot, oder nicht? Also, ja, okay. Erstmal, wir sind ja freundlich. Wir fragen erstmal sie was. Oh, wusstest du das nicht? Meine Einheit hat den Ruf, die ganz speziellen Aufgaben zu übernehmen. Inwiefern? Ich sehe schon, uns steht einiges bevor, aber meine Leute nehmen es ziemlich gelassen. Nun denn. Sie vertrauen dir wohl. Wir haben unsere Ziele. Die Hüter retten, den weißen Geist finden. Aber da hört unser Job nicht auf. Wahre Jäger geben alles, um anderen zu helfen. Das ist unsere Berufung. Folgen wir dieser Berufung also, wo immer es uns hin verschlägt. Gemeinsam. Es gibt Okay. viele Wege, aber das Ziel ist stets das gleiche. Ich habe jetzt rausgefunden, was mich hier stört. Also abgesehen von diesem... Einer redet, kriegt einen kompletten Bildschirm, dann schwenkt's rüber zu dem anderen, der redet so. Das finde ich halt ein bisschen... Was mich stört ist...
wenn genau das, was ich gerade mache, wenn sie fertig sind mit Reden, die Pausen dann, die sind zu lange. Das sollte gleich rübergehen, weil so, ja, und dann habe ich das und das gemacht. Und dann geht's rüber zum anderen. Ja, finde ich jetzt, also das könnte ein bisschen fluffiger. Da fehlt die Schwuppdizität, fehlt da. Was hast du noch über mich gehört? Ich habe fast Angst zu fragen. Und jetzt sollte wegschalten. Es heißt, du wärst eine Einzelgängerin. Dass du lieber allein arbeitest. Stimmt. Stimmt, genau. Also, warum nimmst du an so einer Gemeinschaftsaktion teil? Gesinnungswandel? Vielleicht, ja. Na gut, jetzt bist du hier, der Rest ist unwichtig. Ich bohr nicht nach. Das erinnert mich so an Silent Hill 1. Da war das bei den Gesprächen, da war das ähnlich. Weil ich glaube, der hat halt die Gespräche alle damals auf der PlayStation 1 von CD runtergeladen immer. Und da war halt nach jedem Gespräch, nach jedem Satz wurde halt nachgeladen und da war halt so eine Sekunde Pause. War irgendwie seltsam. Genau, so wie hier. Nur, dass das hier nicht von CD lädt. Hoffe ich mal nicht. Ich meine, schmeiß alles in den RAM und gut ist. Warst du schon im Trainingsbereich? Nee, aber da will ich noch hin. Der Miau drauf ist eine fantastische Trainingsattrappe, um verschiedene Waffen auszuprobieren und damit zu üben. Du kannst sogar unbegrenzt Verbrauchsobjekte und Bogengewehrmunition nutzen. Was für ein Service. Der Trainingsbereich befindet sich im hinteren Teil des Basislagers in der Windebene. Er kann von der Weltkarte aus per Schnellreise erreicht werden. Der beste Ort, um sich mit einer Waffe vertraut zu machen. Geh bei Gelegenheit mal. Da hinten das rote Tüchlein. Ja, werde ich tun. Bin ich großer Freund Unser von. Traum ist fragil. Und nur durch ständige Verbesserung unserer selbst halten wir ihn aufrecht. Lass uns da mal hingehen. Ja, könnten wir eigentlich machen. Aber wir könnten auch mal zu Alma. Alma, du bist gar nicht Alma, du bist Natta. Oh, hallo. Servus. Wie kommst du so zurecht? Gut, denke ich. Ich war so überrascht, als du vom Schiff auf diesen Vogel gesprungen bist. Das war unglaublich. Findest du? Ja. Hey, sorry, ja. Hättet ihr nicht eine weniger offensichtliche weibliche Synchronstimme nehmen können? Also das ist ein Junge, bin ich mir relativ sicher, dass das ein Junge sein soll. Und ja, ich weiß, dass meistens männliche oder junge Jungs von weiblichen Synchronsprechern, aber das ist halt schon extrem. Liegt vielleicht auch daran, dass ich glaube, es ist dieselbe Synchronsprecherin wie ich, nur dass ich halt so rede und wenn ich dann der Junge bin, dann rede ich ein bisschen so, also so ein bisschen tiefer, also weiß nicht, naja. Ich meine, es ist Monster Hunter, ich weiß gar nicht, warum ich mich hier mit der Story überhaupt beschäftige. Soll ich euch erzählen, wie die Story ausgeht oder zumindest weitergeht? Nein, ich weiß es nicht, aber in jedem Monster Hunter ist es so. Oh weh, großes böses Monster, in dem Fall der weiße Geist. Huhu, ganz böse, der ist an allem schuld. Dann arbeitest du drauf hin, arbeitest drauf hin. Und am Ende besiegst du das große böse Monster, das an allem schuld ist, nur um dann festzustellen, haha, war gar nicht so. Es gibt noch eins oben drüber, was dran schuld ist. Das ist die Story von Monster Hunter. Das war eigentlich, jetzt mal abgesehen von Monster Hunter Story, oder den 2 Storyteilen, also den Spielen Monster Hunter Stories, glaube ich, heißt. Das war, glaube ich, in jedem Monster Hunter so. Ja, egal. So, erzähl mir mal von dem Tag, an dem du gerettet wurdest. Wüste durchquert. Ja. Im Bademantel. Nach dem Tunnel war da in jeder Richtung nur noch Sand. Ich hatte etwas Essen und Wasser von Tashin, dem Freund meines Vaters. Also bin ich immer weiter und weiter, bis ich nicht mehr konnte. Danach weiß ich nichts mehr. Du warst sehr mutig. Kann sein. Ich glaube, dass dem schon bewusst ist, dass ich gerade, also dieses, du warst sehr mutig, das hätte ich zu jedem gesagt. Und deshalb kann es sein, ja, was sagst du? Also, was magst du so? Ich weiß nicht genau. Schnecke-Nudle. Ich Rosine-Schnecke. mochte den Tee von Alma auf dem Sandschiff. Er war süß und roch gut.
Hast du ihn auch probiert? Also, man ist ja... Also, ja, okay. Wir reden später So, weiter. ja, mach mal später. Was ist da drüben los? Okay. Was macht denn Alma da? Okay. Alma, was machst du da? Alma, was machst du da? Ach, du verarztest ihn. Ich dachte, der zeigt dir seine Muckis. Siehste, so ist Monster Hunter Gespräche eigentlich. Es tut mir so leid. Ich dachte, das war die einzige Option, aber ich war dumm. So, die Kamera zoomt ein bisschen dran und gut ist. Ja. Es ist ein wahrer Segen, dass es keine ernsten Verletzungen gab. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte mich auf ein ziemlich unschönes Schicksal angestellt. So. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen doof mit der Kamera, merke ich gerade. Wo müssen wir noch hingehen? Wir müssen in den Trainingsbereich, das weiß ich. Aber ich will noch ein bisschen... Oh, kann ich hier was kaufen? Nee, guck mal, die Kaufperson ist nicht da. Und hier? Konat? Schön, dich kennenzulernen. Ich bin die leitende Logistikerin. Schön. Gute Zusammenarbeit. Eigentlich ist mein Team viel größer, aber der Rest ist noch nicht eingetroffen. Ich mache mir etwas Sorgen. Ja, wir müssen wohl weiter in der Story machen, damit wir hier alles freischalten. Optional. Begib dich in den Trainingsbereich. Ja, komm, dann machen wir mal... Also da oben soll ich hin. Ne? Aber ich will ja optional noch in den Trainingsbereich, den ich nicht mehr finde. Kann denn der sein? Also, ich versuche mal nach der Karte zu gehen. Ach, da hinten ist er. Das ist so ein Glück. Kann ich da drüber hüpfen? Kann ich. So, komm. Hopp. Ja. Trainingsbereich. Ich habe noch gar keine Maleffekte. So. Kann ja gar nicht malen. Bin nur Controller. Der war richtig billig. Ich habe auch schon mit Controller gemalt. Einmal. Und mal Zeno. Ich habe mal Zemo gemalt. Ja, okay, es ist jetzt so langsam gut. Okidoki. Was ist das da hinten zum Beispiel? Gesamtschaden, vorheriger Gesamtschaden. Luke oder Luke? Willkommen im Trainingsbereich. Ich bin der persönliche Trainer, höchstpersönlich. Mach Sachen. Ich kann dir helfen, wenn du die Trainingseinstellungen ändern willst. Sag einfach Bescheid. Mit Hilfe des Trainingsbereichs Miaunetches kannst du dein Training interessanter gestalten, indem du zum Beispiel die Einstellungen für Hauthärte und Wunden des Miau drauf änderst. Eieiei. Passe die Option an, um dein Training zu optimieren. Zeig mal her. Ich hätte gern so ein Fass. Nee, ich will mit dir reden. Also, ich helfe dir gern. Ja, wie geht's? Ich bin dafür zuständig, diesen Trainingsbereich in Stand zu halten. Es gibt keinen besseren Ort, um deine Waffen zu schwingen. Ja, okay, danke. Junge, da muss aber noch irgendwie ein bisschen Textur nachgeladen werden. Boah, sieht das übel... Ah, jetzt geht's. Aber... Junge, ein bisschen langsam hier. So, hüpfen, pieken. Gesprungener Stoß. Hoch, hoch, hoch. Was ist denn das da? Hoch, hoch, hoch. Genau so war es in der Beta. Das war das einzige Ding, wurde, also warte mal, ich kann es dir mal zeigen. Okay, das Ding ist ausgeschaltet, macht aber nichts. 1, 2, 3. Das hier. Und jetzt wäre hier ein Counter gewesen. Also sprich, dieses da, dieser stinknormale Counter, den man immer hat. In jedem Monster Hunter Spiel mit Lanze hat man den, außer im ersten, glaube ich. Den gab es nicht. Und das war richtig schlimm für mich, weil eine Lanze ist ja nicht einfach nur Peak, Peak, Peak. Nein, eine Lanze ist auch hier Countern, Gegenschlag, tralala, was weiß ich was. So, was ist denn eine Katze? Ach so, ich wollte gerade sagen, wer ist denn das für eine Katze? Ja, das ist meine. Da kann man irgendwo hin. Kann man denn da hin? Nee, kann man nicht irgendwo hin. Ich glaube, das ist hier... Okay, da oben kann man irgendwo hin. Da muss ich jetzt natürlich noch hingehen, so. So, komme ich da noch höher? Ja, komme ich. So, und jetzt darüber und dann komme ich... Keine Ahnung, darüber halt. Das bringt mir was.
Ich glaube, das soll einfach nur zeigen, dass man mit dem Dingens da irgendwo hinkommt. Okay. Was passiert denn, wenn ich da runterhüpfe und B drücke? Nicht viel. Was mit dir eigentlich? Stehst du da rum? Kann man dich anlabern? Nö. Okay, alles klar. Komm, wir gucken mal in die Kiste. Im provisorischen Lagern kannst du grundlegende Jagdvorbereitungen treffen, wie Objekte auffüllen und Ausrüstung ändern. Der Wechsel durch die Menüs erfolgt wie sonst auch mit ganz viel. Tortenmenü anpassen. Die Torte. Nein, ist schon in Ordnung, das mache ich irgendwann. Wir machen jetzt hier erstmal weiter. Ungefähr da. Ich mache mal ein bisschen Story weiter, weißt du? So, jetzt waren wir auch hier. Alles gut. Wir machen ein bisschen Story weiter und gehen ins Hauptdingens. Weiß nicht, wie es heißt. Wo muss ich hin? Warte mal. Da rüber, da ist so ein Dingens. Ah, da ist das Zelt. Ach so. Hallo, wer bist denn du? Die Felicita. Hey, Moment, ich will mit dir reden. Ach, es ist zu spät. Gut, sind wir vollzählig? Jo. Avis Einheit anwesend. Avis, okay. Einheiten Astrum, Rubrum, Turis, Ferrum anwesend. Mal sehen. Versorgung, Forschung, alle da. Zumindest fast. Zuerst die guten Nachrichten. Wir hatten hier einen exzellenten Start. Ja. Ja, wir haben bereits Menschen getroffen. Lasst uns unsere kurzfristigen Ziele besprechen. Wir haben 2 Missionen. Die Hüter retten und den weißen Geist finden, der ihr Dorf angriff. Leider ist der einzige bekannte Weg zu Natas Heimat, der Tunnel, den er benutzt hat, eingestürzt. Eine Idee, wie lange du da unten warst? Naja, ungefähr 12 Jahre? Ich bin Ach so. nicht sicher, in welche Richtung. Es sah alles gleich aus. Dann sollten wir uns aufteilen. So viel Gebiet wie möglich Ja, absuchen. Rosso. Gute Idee. Aber ich schlage vor, ihr wartet, bis das Logistikteam ankommt. So viel Zeit haben wir nicht. Keine Einwände. Der Werner. Ah, den mag ich Dieses jetzt schon. Projekt zur Erkundung des verbotenen Landes wurde lange vorbereitet. Endlich sind wir hier. Tut mir leid, nur wegen mir. Danke. Ach Quatsch. Wir sitzen im selben Boot. Saßen. Zuerst sollten wir Jetzt sind wir im Nona selben und Israel Versorgungslager. zurück in ihr Dorf bringen. Zu ihrer Sicherheit. Das klingt vernünftig. Wenn wir Glück haben, weiß dort jemand sogar etwas über die Hüter. Lass uns zu unserem Zelt gehen und uns vorbereiten. Ja. Das hört sich gut an. So. Kann mir jemand von euch helfen? Mir geht langsam der Honig aus. Jack, wo bist du denn? Du gar keinen mehr? Ist es so dringend? Und wo bleibt eigentlich das? So, Moment, ich will mit Felicita reden. Bist du das Gildenliebchen? Nicht überraschend, aber du bist echt gut. Ja, nee, lass mich mal mit Felicita reden. Ich bin für alles in Sachen Jagdgruppen zuständig. Sie ist das Gildenliebchen. Schön. Ich muss mich erst noch etwas reinfuchsen, aber ich freue mich auf eine Zusammenarbeit mit dir. Nein, das ist nicht irgendwie dummer Spitzname, den ich mir ausgedacht habe. Nee, in... Oh, ich weiß nicht, wo es war. War es in Tri schon? War es schon im 4.? Da gab es halt das Gildenliebchen. Das hieß halt so. Das war halt die Frau, die da für die Gilde die Aufträge verteilt. Die war cool. So. Also, jetzt mal gucken. Hier, der will Honig. Habe ich das richtig verstanden? Achso, ja, okay. Ich dachte, man muss jetzt rumlatschen. Ja, schon klar. Man muss jetzt rumlaufen und Quests irgendwie... Tritt dein Zelt. Komm, wir machen da jetzt mal weiter. Du und dein Palico müsst euch auf Jagd vorbereiten. Nutze dein Zelt, um deine Ausrüstung zu ändern und deinen Objektbeutel zu sortieren. Dann werden wir das mal tun. So, lege Objekte für Jagden in den Objektbeutel. Du kannst die Objekte aus deinem Objektdruck mit X im Untermenü auffüllen. Materialien aus Jagden werden automatisch in deine Objektruhe gelagert, sobald du auf das Zeltmenü zugreifst. Das ist ja cool. Also, mit was für einem Knopf tue ich das Objekt verstauen? Mit A. Mit der Käferbrühe. Komm, Mama. So, Ratione, gebratenes Steak, Trank. Also,
brauche Tränke und ich brauche Rationen. So. Dann brauche ich erstmal alles wegmachen, was glänzt. Das irritiert. So. Ich brauche normalerweise... Ich meine, es ist noch viel zu früh. Ihr Leute, falls mein PC demnächst abstürzt, nicht wundern, ich sehe gerade, dass die Katze oben auf meinem PC oben drauf liegt, wo der Luftauslass ist. Weil es da so schön warm ist. Egal. So, was haben wir denn sonst noch? Lebenspulver, sehr wichtig. Leute, baut euch Lebenspulver und benutzt das fleißig online. So. Also ich will jetzt nicht zu viel mitnehmen. Was ist denn hier los? Warum komme ich denn da nicht weiter? Mein Controller ist ausgegangen. Auch jetzt sag mir nicht, dass der Akku leer ist. Das wäre natürlich doof. So. Das wäre natürlich doof, wenn der Akku leer ist. Da müsste ich nämlich anstöpseln. Rohes Fleisch nehmen wir mit. Ich will nämlich grillen. Verstehst du? Ansonsten haben wir noch nicht viel. Ja, passt soweit. Herstellungsliste. Oh ja, das ist wichtig. Trank und Megatrank wird automatisch hergestellt. Erste Hilfe braucht man nicht unbedingt gleich herzustellen. Gegengift. Ich hätte gerne das Kräutermedizin auch noch her. Kann ich das nicht auswählen? Aha. So. Gegengift kann man gebrauchen. Was haben wir hier? Wissen wir noch nicht. Lebenspulver und Lebensstaub, wichtig. Gucken, ob wir noch was Schönes finden. Schießpulver, Feuerkraut, Nitropilz machen wir auch. Fassbombe-Auto herstellen ist natürlich doof, das wollen wir nicht. Große Fassbombe, keine Fassbombe XL. Blitz, Dung-Kapsel, nee. Gerollter Dung. Große Dung-Kapsel. Ja, komm, wir lassen das mal. So. Das könnten wir... Nee, machen wir nicht. Efeu und Spinnennetz und Netz, das ist wichtig. Weil... Das braucht man immer. So, dann gucken wir mal. Ich glaube, so mehr oder weniger war es das so irgendwie. Komm mal hier raus. Objekte ansehen und verkaufen. Nee. Plotmenü anpassen mache ich irgendwann mal. Aber nicht jetzt. Dann Palico war ich nie von deiner Seite. Es sei denn, du änderst deinen Einsatzstatus zu Standby. Dann kehrt er zu Beginn einer Quest ins Zelt zurück und wartet dort bis zu deren Abschluss. Keine Sorge, dann Palico trainiert in deiner Abwesenheit selbstständig weiter. Den lassen wir erstmal dabei. Ausrüstung ändern kann man auch wieder irgendwie... Ja, lassen wir mal einstellen. Ja, egal. Ist bekannt machen, Musikauswahl ändern. Okay. Schön. So. Ja, wir machen da jetzt noch eine Runde weiter. Komm mal her. Du hast nun Zugriff auf Lobbys. Dort kannst du dich mit Freunden unterhalten und gemeinsam mit anderen auf die Jagd gehen. Online-Verbindung wird benötigt. Nutzt die Option Lobbymitglieder oder suche nach Jäger-ID in der Mitgliederliste im Spielmenü, um dich mit anderen anzufreunden. Bilde eine Verbindungsgruppe, um im Mehrspielermodus gemeinsam mit festen Mitgliedern die Welt zu erkunden und auf Quest zu gehen. Weiteres dazu findest du unter Tutorials und Tipps. Du kannst ein Notleuchtzeichen absetzen und mit Jägern auf der ganzen Welt spielen, unabhängig davon, ob du einer Lobby beigetreten bist oder nicht. Wenn du deine derzeitige Lobby wechseln möchtest, sprich mit Alma, um auf den Questschalter zuzugreifen und von dort aus das Lobby-Wechseln-Menü gedöns. Was macht die Wunde? Ich bin vom Online-Einzelspielermodus zum Mehrspielermodus gewechselt. Das wollte ich nicht. Jetzt habe ich lauter komische Leute hier drin. Komische Leute, geht weg aus meinem Dorf. Ich kann euch nicht leiden. Alma, da sind lauter Leute bei mir im Dorf. Nee, aber ich würde lieber gern die Leute loshaben. Sammle Materialien für Waffen und Ausrüstung, indem du Quests abschließt. Sprich mit Alma oder öffne das Menü in deinem Zelt, um Quests anzunehmen. Wenn du ein Monster bereits erjagt hast, kannst du es durch optionale Quests jederzeit erneut jagen. Diese Quests eignen sich perfekt, um Materialien zu sammeln. Sofern Platz ist, kannst du allen Quests beitreten, die von anderen Mitgliedern in derselben Lobby gestartet wurden. Ja, los geht's. Oder zum Questschalter. Gehen wir zum Questschalter.
Lobbys sind Orte, an denen sich Spieler versammeln können. Je nach Bedürfnissen gibt es unterschiedliche Arten wie empfohlene Lobbys oder private Lobbys. Mit empfohlenen Lobbys gelangst du automatisch in die beliebteste Lobby, die deinen Lobby-Einstellungen entspricht. Der Zutritt zu einer privaten Lobby ist nur durch Suchen einer Lobby-ID möglich. Perfekt für alle, die gerne mit bestimmten Mitgliedern spielen möchten. Online-Einzelspieler empfiehlt sich für alle, die alleine spielen möchten. Ach. In diesem Modus kannst du das Spiel über das Spielmenü pausieren und via Notleuchtzeichen sogar vorübergehend im Mehrspielermodus spielen. Empfohlene Lobby, Online-Einzelspieler, bitte, danke. So, ist ja schön, aber ich will hier meine Ruhe haben, weißt du? Sprich mit Alma. Und was ist das da drüben? Moment. Hast du was zu sagen, Coconut? Miaunzen! Willkommen am Logistiktresen. Wir bieten von der Gilde bereitgestellte Objekte sowie wichtige Miauigkeiten an. Am Logistiktresen hast du Zugriff auf verschiedene Online-Funktionen. Nimm Inhalte entgegen, lies dir die neuesten Infos zum Spiel durch, greife auf den Steam-Workshop zu und vieles mehr. Weitere Funktionen geplant. Ja, warum ist denn da immer noch ein Dingens? Ich möchte Unterstützung anfordern. Wie geht's? Guck mal da, befristete Beutezüge. Das sind Download-Quests oder was? Am Logistiktresen kannst du Untersuchungen, Beutezüge verwalten. Dort siehst du, welche Untersuchungen offen sind und kannst abgeschlossene einreichen. Befristete Beutezüge sind Beutezüge, die online für einen befristeten Zeitraum zur Verfügung stehen. Mach Sachen. Während ihres Verfügbarkeitszeitraums werden sie automatisch registriert und aktualisiert. Erfülle die Bedingungen für aktive Beutezüge und reiche sie beim Logistiktresen ein, um Gildenpunkte, Objekte und andere Belohnungen einzuheimsen. Schließe 3 Quests auf Rang 1 oder höher ab. 1 Stern oder höher. Habe ich das schon? Man kriegt eine Rüstkugel. Okay, alles klar. Also ich habe genau dieses eine da. Okay, gut. Da hätten wir noch DLC. Empfohlen. Anhänger, andere. Kostenloser DLC sowie der kostenpflichtige Kosmetik-DLC, das mit Dekorüstung. Im Besitz. Achso, da könnte ich jetzt nochmal kaufen oder was? Nee, habe ich schon. Also ihr müsst mal gucken. Ich bin ja hier über Steam drin. Bei mir ist auch über PlayStation oder Xbox oder so, wo ihr dran seid. Es gibt kostenlose Sachen, DLCs, die du kriegen kannst. Und am wichtigsten dürfte es sein, guck mal, es gibt, ich weiß nicht, ob, also unter Steam muss das extra runterladen, ein High-Res, High-Res Texture Pack, also hochaufgelöste Texturen, damit das Ganze ein bisschen besser aussieht. Ist genauso groß wie das Spiel selbst, 70 GB. Ich weiß nicht, ob das dann zusammengerechnet wird oder ob das dann trotzdem nur 70 insgesamt sind. Weiß man nicht, kann man nicht sagen. So, guck mal hier, da kostet Geld, aber das ist mir alles egal. So. Da hätten wir Inhalt annehmen. Was haben wir denn? Oh! Jagdhilfe, Willkommenspaket. Ja, dann nehmen wir doch mit, ne? Aber sowas von. So, dankeschön. Dann hätten wir hier DLC, Talisman, Hoffnung, Talisman. Ja, nehmen wir auch mit. Sehr schön. Und ein Dankeschön-Bonus für, was ist OBT? Der offene Beta-Test. Anhänger. Ja, nehmen wir mit. Dann offener Beta-Test 2. Gestartet habe ich ihn, genau deshalb. Ich habe nur, wow. So, Megatrank, Lebenspulver, Nullbeeren. Oh, Rüstkugeln gibt's auch, nehme ich alles mit. Ich habe schon jede offene Beta gestartet, aber bis auf die allererste nicht gespielt. Hoppala. So, Inhalt entgegennehmen. Spiel wird gespeichert. Inhalte erhalten. Super. So, dann hätten wir das jetzt. Wir haben einen neuen Hintergrund erhalten. Sprich mit Alma. Wo ist Alma? Da hinten. Moment, da ist was Neues erschienen. Das ist die Rüstungsfrau. Das ist doch Alma, aber was ist dann das da hinten? Ach so! Jetzt ist sie aktiv, oder was? Komm mal her. Ich weiß, du hast viel zu tun, ich unterbreche nur ungern, aber hast du über Jagdgruppen nachgedacht? Ja, hab ich. Ich weiß auch schon, wer damit reinkommt. So kannst du ganz einfach mit Jägern aus anderen Einheiten zusammenarbeiten. Wenn das dann Interesse weckt, helfe ich dir mit Freuden. Die Jagdgruppe ist eine Funktion, über die sich Jäger, Monster Hunter Wilds versammeln und eine Spielergemeinschaft erstellen können. Erstelle Lager, um Jagdgruppenmitglieder einzuladen und nutze den Chat, um dich jederzeit mit ihnen zu unterhalten. Beiträge bleiben erhalten, selbst wenn du das Spiel beendest.
Beim Jagdgruppenverwaltungsschalter kannst du Jagdgruppen erstellen oder nach existierenden Jagdgruppen suchen und Beitrittsanfragen versenden. Du kannst bis zu 8 Jagdgruppen beitreten, die je bis zu 50 Mitglieder fassen. Finde deine Jagdgruppe, die zu deinen Zielen passt. Einige Funktionen sind vom Spielmenü aus über Jagdgruppen verwalten verfügbar. Dort kannst du auch deine aktiven Jagdgruppen ändern. Jagdgruppenmitglieder können sich in Gruppenlobbys zusammentun. Die maximale Mitgliederanzahl einer Gruppenlobby steigt mit der Größe der Jagdgruppe. So. Wenn die Mitgliederzahl das aktuelle Maximum der Gruppenlobby überschreitet, wird die Lobby automatisch aufgelöst. Beim Erstellen einer neuen Lobby wird das Maximum automatisch bla 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 bla. Ist mir doch egal. Jetzt hat aber, wir wollen doch noch zumindest eine Quest machen und danach, also ich will noch in das Dorf rein. Ich habe nämlich voll Hunger. Hallo. Also in Real Life, weißt du? Hallo. Kann es losgehen? Ja, es kann jetzt losgehen. Sorry, hat ein bisschen gedauert. Ich muss mich halt noch umgucken. Los geht's. Wir euch nach Hause. Jawohl. Danke. Ei, bitte. Oh, bevor ich es vergesse. Hast du gehört, dass der Honig zur Neige geht? Wir sollten sehen, ob wir welchen finden. Gute Idee. Honig? Da weiß ich, wo es welchen gibt. Wenn ihr wollt, führe ich euch hin. Ja, aber wollen wir nicht erstmal gucken, dass du nach Hause kommst? Gut, dann los. Dann los. Ihr habt Glück. Es gibt kaum jemanden, der die Stelle kennt, zu der ich euch bringe. Na dann. Ich bleibe hier. Seid vorsichtig, ja? Ja. Wir sind immer vorsichtig. So, ich tue einfach mal auf Auto... Nein, Moment. Ich tue nicht auf Autopilot machen. Es geht nicht. Man kann nur Autopilot haben. Sind wir im Nu da. Die sind wirklich schnell. Ja, und praktisch, wenn man vor einem Monster davonlaufen muss. So. Sind auch echt schlau und haben gute Nasen. Ich weiß nicht, was mein Volk ohne sie tun würde. Alles einsammeln, was geht, Junge. Ich will auch sein. Das ist hier ein Rail-Shooter. Gerade irgendwie. So. Ich kann hier nichts machen. Ich kann eventuell lenken, aber mein Monster rennt alleine. Also lassen wir das. Guck mal. Redest du vom Windquarz? Windquarz? Ein schöner Name. Warum nennt ihr es so? Das seht ihr, wenn wir im Dorf sind. Okay. Knallstein habe ich aber schon. Was jetzt? 5 Funke, her mit. Wow. Sehr Feuerscheue Kreaturen vertreibt. Okay. Seid vorsichtig. Warum? Okay. Dann gehe ich halt mal näher ran. Aber warum? Was ist denn der da mit den Zacken da? Linker Trigger betrachten. Ich habe noch nie von einer so großen Ceratonaut-Herde gehört. Hey, komm, wir schießen da mal was Das ist drauf. das Männchen. In jeder Herde gibt es ein Männchen und mehrere Weibchen. Was? Oh, sorry, hab nicht aufgepasst. Nochmal? Okay. Ja, aber die... Altydon. Altydon? Kann sein, aber nicht aggressiv. Ja, okay. Steine. So. Ich will diese kleinen Monster da. Findest du? Wir nennen ihn Röchelzinne. Hat definitiv was Atemberaubendes. Ja, geht so. So, ja, sorry, meine Katze ist wieder da. Dong. Und will jetzt geknuddelt werden. Naja, zum Glück. Ah, guck mal, da ist Honig. Den habe ich sofort gesehen hier. Okay, hier ist es. Ja, dann... Danke. Ah, cool, ich darf absteigen. Gleich hier. Ja, ich sehe ihn. Ich stehe vorne dran. Vorsichtig. Wieso? So. Da war ich schon, gell? Ist da noch mehr? Okay, hier kann ich mich verstecken. Ach, guckt euch diese Grafik an. Was ist das da für ein Hupfeding?
Ich will das fangen. Das gibt's doch nicht. Wieso habe ich denn kein Netz ausgerüstet? Oder rüstet man das irgendwie anders aus jetzt? Ich habe keine Ahnung. Naja, das ist so ein Hupfeding, das will ich... Hey, was ist da? Ach so, ich kann da nicht hin. Boah, ey, jetzt bist du hier auch noch beschränkt, wo du hingehen kannst. Das ist natürlich doof. Ja, auch nicht da lang. Ja, ist ja gut. Was? Ach so, da ist noch mehr Honig. Ah, ja, okay. Die wollen unbedingt, dass ich da lang gehe. Also, das ist schon... Ich habe Honig auf dem Kopf. So. Dann folgen wir hier ihm halt. Achso, ja dann geh doch vor. Sagst, folg mir und laufst nicht los. Bist auch mal ein Kollege hier, echt jetzt. Oh nein, ich sollte Wasser holen gehen. Das habe ich ganz vergessen. Ja, dann nehmen wir doch einfach Wasser mit. Wo ist denn das Problem? Können wir irgendwie helfen? Nein. Nein, warum nicht? Schulde ich euch einen Gefallen. So. Langsam werde ich nervös. Wieso? Für die Dorfbewohner sind wir Fremde. So, ja. Ich will sie nicht irgendwie beleidigen. Das wird schon. Keine Sorge. Alles, sorry, aber es ist Monster Hunter. Du musst alles einsammeln. Alles musst du einsammeln. Es geht nicht anders. Indianer gefunden. Aber man weiß nie. Alles mitnehmen. So, das sind Leute. Da wären wir. Hallo. Ja, komm. Ich will da jetzt nicht vorpreschen, irgendwie auf hübsche Hose. Ja, wie ein Zebra-Hintern. So, hallo ihr Leute. Tut uns leid, dass wir zu spät sind. Lieber zu spät als tot. Was ist passiert? Ich hatte Ärger mit einer Riesenkröte. Ohne diese Leute wäre ich jetzt im Mittagessen. Guten Tag. Im Namen der... Ihr habt meine Freunde gerettet. Dafür danke ich. Eigentlich sollte er sie wohl unterbrechen, aber Kommt ja. äußerst ungelegen. Ich muss euch bitten zu gehen. Warum? Aber wir sollten uns zumindest erkenntlich zeigen. Eine Sache noch, die ihr sicher versteht. Die Saikri sind für uns von höchstem Wert. Wieso hat der eigentlich getrocknete Bananenscheiben am Kopf hängen? Sie haben uns sehr geholfen. Auf Wiedersehen. Okay. Tschüss. Mit deinem Pfiff los. Wie Zato sagte, der Zeitpunkt ist ungünstig. Entschuldigung. Naja. Okay, dann. Alma, komm, geh mal halt. Wo rennst du denn hin? Habt ihr gesehen? Die Leute am Tor. Mach doch mal nicht so schnell. Was ist denn hier los? Isai schien auch nicht zu wissen, was Waffen sind. Oh oh, großes Monster in der Nähe. Was zum... Ja genau, was zu? Wieso hängt der fest? Ich helfe dir. Ich helfe dir, du hängst fest. Junge, wie lange muss ich denn da draufkloppen, bis der mal abnippelt? Okay, ich glaube, der ist unabnippelbar. Ja, ich gehe ja schon. Ja, aber das sind ja nur Käfer. Krabbelvieh! Ulachi, Krabbelvieh! Ih! Oh, das rammt sich. Ja dann. Auf die Bulakchi! Lass meinen Freund in Ruhe! Daneben. Die hat mich angedingst. Wie, da kommt was. Ih, was bist denn du?
Ich will die Käfer noch ausnehmen. Okay, tschüss, aber ich will trotzdem die Käfer noch ausnehmen. Ja, kommt. Nee, Käfer ausnehmen. Käfer ausnehmen. Noch nicht weggehen. Käfer ausnehmen. Käfer. Wo sind die Käfer hin? Ach, nö. Lange Fänge, scharfe Krallen. Ja, vermutlich. Ich darf auch nicht rumlaufen. Es ist wirklich hier... Es ist wirklich hier Story-Modus. Auf der einen Seite, ich mag ja, wenn Walking Sims, weißt du, aber doch nicht bei einem Monster Hunter. Da will ich doch Zeugs sammeln und alles. Was ist das da? Die Dorfbewohner haben keine Waffen. Ich verstehe das nicht. Sie müssen irgendwas haben, das die Monster fernhält. Ja, vielleicht haben sie ja Häuser mit Kacke eingeschmiert. Mann ja nur. Warte mal. Ich muss mal ein bisschen schleifen hier. So. Ist gar nicht mal so weit weg von unserem Dingens. Blöde, langsame Menschenbeine. Ach was, ist alles in Ordnung. So. Huch. Da sind wir. Tja, da wären wir. Unsere Heimat fern der Heimat. Mhm. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, aber sie haben sicher ihre Gründe. Liefern wir erstmal den Honig im Versorgungslager ab. Okay. Okay, da ist er. Honig, Honig, Honigmann. Kann ich dir helfen? Honig. Es wird Zeit für FDH. Friss den Honig. Gebracht? Ach, wie schön. Klasse. Ja. Gut, gell? Honig ist die klebrige Geheimzutat unserer Heiltränke. Du rettest buchstäblich Leben. Ja. Hier. Und zwar aber nur von den großen Tränken. Die kleinen, zumindest früher, haben die kleinen Tränke, die normalen Tränke halt, haben bestanden aus Blaupilz und Kraut. Also so grünem Kraut. Und daraus hast du einen Trank gekriegt. Und den musstest du dann mit Honig nochmal, Honig und Trank gab dann halt einen Megatrank. So. Du hast zum Dank Folgendes erhalten. Tragbarer Grill, Angelrute, Fernglas, Fangnetz, jawohl, Wurfmesser, Farbkapsel und ein Gillimantel. Bin kein großer Mantel-Fan, aber okay. Das sind Fixobjekte, unerlässliche Werkzeuge für die Jagd. Du kannst sie über die Objektleiste beliebig oft einsetzen. Im Spielmenü unter Tutorials und Tipps erhältst du Details zu jedem Objekt. Ich wurde schon langsam nervös. Vom Logistikteam fehlt immer noch jede Spur. Ich frage mich langsam echt, wo die so lange bleiben. Sie sollten schon längst hier sein. Egal. Was kann ich für dich tun? Hä? Das Versorgungslager ist die zentrale Anlaufstelle für alle Waren zur Unterstützung von Jägern bei der Jagd. Kaufe Verbrauchsobjekte wie Tränke und Fassbomben sowie Objekte zum Kombinieren von Fallen und Bogengewehrmunition. Ja, eigentlich brauche ich jetzt nicht wirklich was. Oh, Fallengeräte. Ja, wie viel Geld habe ich denn? Ein bisschen. Komm, wir kaufen mal zumindest mal eins. Ein Fallengerät ist immer gut. Pass auf dich auf. Großes Fass habe ich 5 dabei. Ja, komm, das ist jetzt auch... Oh, das Dörrfleisch habe ich noch nicht. Gehört dir. Pass Danke. auf dich auf. Danke, danke. Kann ich da irgendwie... Gibt es irgendwas, was du verkaufen willst? Lass mal sehen. So, guck mal jetzt. Nee, ist schon in Ordnung. So, alles klar. Komm jederzeit vorbei. Ja, werde ich machen. Hey, hast du kurz Zeit? Okay, jetzt geht's aber richtig rund hier. Okay, ich komm. Ich habe hier ein paar Materialien. Willst du damit nicht deine Waffe aufbessern? Was sagst du? Ja. Eisenerz mal 2. Hab ich schon. Ja, ich kann meine Waffe nicht weiter aufbessern. Waffen in deinem Besitz kannst du mit Hilfe von Materialien und Zenny verbessern. Viele Waffen verfügen über einzigartige Ausrüstungsfähigkeiten, die beim Ausrüsten unterschiedliche Effekte gewähren. Super. Ich komme aber nicht wirklich weiter, weil mir da Teile fehlen, wie man sieht. Deshalb habe ich ja vorhin schon, weil ich fleißig gesammelt habe, wie ich es immer wieder sage, konnte ich meine Lanze schon aufbessern.
Genau. Und deshalb, Dieses Zeug findest du in den Ablagerungen, die aus dem Boden ragen. das nennt man Erz oder Steine, aber okay. Sammle Erze an Förderplätzen, um Ausrüstung herzustellen oder zu verbessern. An allen Orten können unterschiedliche Erze gefunden werden. Die stecken randvoll mit Sachen, die deine Ausrüstung verbessern können. Und das wird nötig werden. Ja. Keiner weiß, was uns erwartet. Da ist Vorbereitung alles. Porzellankiste, du weißt schon. Also komm Ach zu mir, so, wenn du was Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste oder so irgendwie. Werde ich machen. Bereite dich vor und sprich mit Alma. Wo ist sie denn schon wieder? Und was will der da hinten schon wieder? Oder hat er gar nichts Neues? Ja, ich weiß nicht. Du willst doch mit mir reden. Nö, tschüss. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ja, nee, Alma ist da. Alles super. Ich würde gerne meine Rüstung ändern. Ja, Rüstung verwalten, ne? Rüstung schmieden. Und zwar, ich hätte ja, mir steckt ja immer noch hier. Was gibt's denn hier eigentlich? Lass mal gucken. Marathonläufer ist sehr praktisch. Für mich, für Lanza, also für das, was Dingsbums braucht. Aber ich hätte gerne das Kettenset. Das da. Das finde ich in Ordnung. Vor allen Dingen halt dieses Geologe. Das hätte ich halt schon gerne. Aber wie zur Hölle muss ich das alles einzeln kaufen? Ja. Alles klar. Perfekt. Danke. Ja, aber kann ich nicht ein ganzes Set, ja, bitte ausrüsten? Gut so. Ich würde halt gerne ein ganzes Set gleich machen lassen, so. Ich spreche das übrigens ab, falls ihr euch gefragt habt, wieso das jetzt eben so schnell ging. Normalerweise, baust du natürlich nicht ein Set so schnell oder an einem Stück, sondern du baust dir halt deine Teile nach und nach. Und deshalb musst du dir nicht 10-mal diese Zwischensequenz da angucken oder 5-mal, aber ist halt gerade nicht. So, ich hätte eigentlich mal gucken können. Ja, ausrüsten. Ah, das ist schöner. Das schenkt sich eigentlich nichts. Lass mal gucken. Naja, habe ich. Aber das ist ja quasi dasselbe, oder? Da sehe ich das richtig. Zeig mal her. Nee, die hat Ärmel. Ja, wer will den Ärmel? Na, also da habe ich schon das deutlich schönere gekauft, muss man doch sagen. Also die weibliche Version von dem Set ist durchaus schöner, finde ich. Ich meine, es ist ein Wüstengebiet, da willst du doch mit langem Kettenhemd rumrennen. Und mit Kettenhemd, wenn das heiß wird, verbrennst dich doch. Ich bin startklar. Macht man doch nicht. Alles klar. So, Perfekt. ja, danke. Ich will es gleich ausrüsten, danke. So, guck mal, wie fesch ich jetzt aussehe. So. Nice, nice, nice. Gut so. So, ich bin nicht vorbereitet. Denn ich will noch kurz ins Lager mein Zeug loswerden. Objekte senden. So, und zwar brauche ich nicht. Das werde ich gebrauchen, weil ich jetzt nämlich grillen will. Erstmal alles weghauen, was man nicht unbedingt braucht. Gebratenes Steak. Okay, dann brauche ich auch kein 10 rohes Fleisch, wenn ich eh nur 5 davon grillen kann. Was war jetzt das? Moment. Ich würde gerne nicht alle. Was kann ich denn da machen? Achso, verschieben. Ich will aber nicht verschieben. Ich will. Ah, hier, jetzt. Das hat irgendwie ein bisschen klemmt gerade. So, 5 reicht so. Ist in Ordnung soweit. So, das soll es dann auch gewesen sein. Und jetzt gehen wir endlich nicht zu Alma. Tut mir leid, Leute. Ja, ich glaube, die reden da gerade drüber. Weiß ich nicht. Ihr Leute, das soll's für jetzt mit dem
Live-Let's Play-Gedönse gewesen sein. Ich hatte nämlich Hunger. Real-Life-Hunger ist der schlimmste Hunger, den es gibt. Und deshalb werde ich jetzt Pause machen und werde mir und meiner Holden was zu essen kochen. Meiner Holden, die noch nicht da ist. Und wenn sie da ist, wird sie auch gleich anfangen, Monster Hunter zu zocken. Aber dann kann ich in Ruhe kochen. Heute Abend, heute Nachmittag, irgendwann machen wir weiter mit dem Livestream. Aber bis jetzt nicht. Nee, ist alles klar. Okay, gut. Machen wir nachher weiter. Tschüss. Mal gucken, ob ich es hinkriege, aufzublenden. Wenn ich nicht sterbe, weil ich mich gerade verschluckt habe. Ausblenden, passt auf. Yeah. Und wie das funktioniert. Ist jetzt ein bisschen doof, dass ihr mich noch hört, aber nichts mehr seht. Ich habe vergessen, dass meine Tastatur nicht angeschlossen ist. Einfach nichts, ihr habt nichts gesehen. So. So. Super, jetzt weiß ich auch, wie man Gillimantel anzieht. Schön.